Bitches, yeah! Schönes Geräusch, ja, da müssen wir gleich mal den Monitor eindrehen, hat der Stream dann nicht mehr angefangen. Fralle! Köstlich, köstlich! Habe! Evans, der Urlaubsbierger. Letzter Stream heute! Bitch! So, jetzt passen wir hoch. Jetzt kriegst du mir jetzt meinen Haufen rein. Habe die Ehre an den Monta und seinen Bruder, der schon seit einer Viertelstunde nervt. Schmidi, kriegst du aus dem Urlaub, wird alles nachschauen. So ist recht. Du hast die nächsten 4 Wochen Zeit, da bin ich da. Schmidi, merci dir. Habe die Ehre an die... Maika, Sepp. Nein. Habe die Ehre, geldgeiler Wichser, an schöner Urlaub wünschen wir wie und JAAAA. Es ist zu viel, ist mir aber wurscht. Okay, dann weiß ich nicht, was ich drauf sagen soll. Merci! Merci für deinen 25er und merci für deine Urlaubswünsche, wünsche ich dir auch. Wer ist denn Stimme? Leute, das fangen wir uns jetzt nicht an. Stolzer Lügenzepp, habe die Ehre, alles fit, freilich Manchester, Nabecker Bier gut, diesen Nabecker Bier gut, war am Montag nicht da, der Geburtstagsfeier und ein Rausch. Montag ein Rausch, der war schon immer gut. Da war die restliche Woche gleich Feier einfacher. So, habe die Ehre an Legend Ares, an Sam Crive, an den Playhead, an den Nopinator, an den Unimog-Stiefel, an den Glockengiss, an den Florian, an den Milch aus dem... Noch mehr an einen anderen Florian, so viel Florian seid ihr. An den Opa, ans Weitschengesicht, an den Selbstspiel, an den Schrotti, an den Schwabale, an den Shandu Gaming, an den Uvius Wave, an den Firehunter, an die Selina, an den Austrian, an den Impfgegner, an den Forest LKW Oh, der Herr Gerwin! Nürnberger Hafen. Am Nürnberger Hafen? Hat Nürnberg einen Hafen? Das ist, glaube ich, eher weniger. Leute, chillen! Herr Gerwin, merci! Und viel Spaß in dem LKW-Kasten drin. Opa! 20 ist 2, du weißt das! Du brauchst da halt nicht, wo mir ist weh. Gut, fürchte mich nicht. Fürchte mich ausnahmsweise mich nicht vom Opa. Okay, alles klar. Merci, die Alte. Leute, chillen. Heute gemütlicher letzter Stream. Bisschen schmerzen. Stündel oder 2, das sehen wir dann schon. Was uns heute gerade einfällt. Und überhaupt und sowieso. Wie geht's euch denn? Alter, mir geht's blendend. Ich weiß sonst auch nicht, was ich sagen soll. Es ist immer das schönste Gefühl, so wenn du Urlaub hast. Du weißt so, jetzt halt 1-2 Stunden noch, dann ist es vorbei, Alter, und dann möchtest du nichts hören und du möchtest nichts sehen und irgendwas anderes tun. Ich hab zwar so ein bisschen das Gefühl, da wenn ich da aus dem Fenster rausschaue, dass wir mir 4 Wochen absolutes Hurensohn wieder kriegen. Absolutes Hurensohn wieder. Unter Menschen wieder. Und ich den ganzen Tag da herinsitzen werde und zocken werde. Biermann! Merci dir! Bussi! Aufs Nussi! Chillen! Ein Ruhe jetzt! Ein Ruhe jetzt! Schöner Urlaub. Merci dir! Wünsche dir auch, wirst du ja haben. Smikey, der ist Chef, sorry, ich schalte später zu, weil das läuft gerade Salzburgiger Basser. Aber wir werden das wohl ausgehen. Bis später, alles gut aus der Salzenstadt. Merci, Leute, chillen! Mr. Daniel! Die Sonne ist gar nicht da! Okay, ich auch nicht. Tschaußen! Die Doni ist Goa net du LG aus Österreich. Special Greets nach Österreich, Hashtag Lieblingsnachbarn, ab in den Chat. Weißt du, wenn Leute schon wieder im Chat so Sachen schreiben wie Urlaub, Smiley, Smiley, Lachsmiley, Lachsmiley, was ist Urlaub? Leute, dann denkt mal drüber nach, was sie so derzeit sind mit eurem Leben und in eurem Leben und überhaupt und sowieso. Frei haben ist mal wichtig, sehr wichtig. Ja, da kannst du deine Arbeit noch so sehr lieben, drauf geschissen, Alter. Wenn du keinen Urlaub nicht hast, dann tust du mir wirklich unfassbar leid. Leute, was ist denn eigentlich heute schon wieder? Hat noch am Montag schon gelangt, bis in Dezember 2025. BOs Löwenzeit! HSDN vor im Urlaub. Gute Frage. BOs war der Saison die Favoritenspur. Resident Evil 8. Aglons Urlaubsgeld. Du wartest, das ist die zweite Donation, du Zipfe, Adam. Stolz erleben, merci dir, was ich im Urlaub vorhabe. Da glaube ich, werden wir uns jetzt noch mindestens eine Stunde unterhalten. Herr Bayer! Dir geht's gut, Grüße AU. Ich bin ein verrücktes Hühnerei. Der Republik, mir geht's blendend, freue mich schon bei mir noch 2 Wochen. Jawohl, das hört sich gut an. Martin, merci dir. Maxi,
Haut dritt, schöne Grüße aus Port Aibling. Schöne Grüße zurück aus Landau. Bussi aufs Nussi. So, jetzt chillen, Leute. Chillen. Was tue ich im Urlaub? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich hätten wir ja vorgehabt, dass wir draußen Terrasse herrichten und den ganzen Scheiß um unseren Pool rundherum und so weiter und so fort. Das aber nur pissen wird, so wie ich das die nächsten 14 Tage sehe, hat sich das, glaube ich, erledigt. Ich wollte vom Spreewald, wer sich wieder entwickelt. Der Biergehalte Urlauber. Hey, noch nicht, gell? Noch nicht. Und also bis jetzt war mir noch keiner Base, glaube ich, dass ich einmal im Jahr eine lange Sommerpause mache. Und, Ja, Style. was Da ist das? hast an 5 Mr. Wave! und JEZ mach ma uns Nomui an China. einen schönen Abend, den machen wir uns so dermaßen, dass du sagst, der leckt mich am Sack. Ja, aber den ganzen Tag habe ich halt Rimworld gespielt. Den ganzen Tag. Bis 5 Minuten war ich in der Wohnung unten beim Umeinanderwursteln und Sachen ausmessen zum Bestehen und so, und einen Bartspiegel und so einen Scheiß. Und dann habe ich den ganzen Nachmittag einfach Rimworld gespielt. Blub, hooked as fuck. Wave, merci dir. Leon Wolf, die Ehre, wenn du am 6.9. wieder kommst, bin ich in Dubai, also schau, dass du was gescheit spielst, dass dir das einschalten lohnt. Genieß die Zeit, Habibi, Bruder. Hey, wehe, du zahlst in fucking Dubai irgendwie 8 Euro pro Megabyte Datenvolumen oder irgend so ein Scheiß, dann lass das. Kannst nachschauen, wenn du wieder da bist. Herr Preiswurst, merci für deinen Euro. Und Leon, merci dir für deinen Euro. So, Derry Birger, alter Panzerfahrer. Oh, warte. Mit dem Panzerfahren, das hat sich schon wieder erledigt. Ich hab mich hart abgespielt. Ich hab, glaube ich, über 300 Stunden World of Tanks gespielt, wo wir da den ersten Stream gemacht haben. Und dann hab ich mir einen Jagdpanzer bis auf 9 gespielt und einen ATI bis auf 10. Und dann hab ich nicht mehr wollen. Dann hab ich einfach nicht mehr wollen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß was sagen soll. Der Captain Thompson schreibt, Alter, ich hab jetzt 11 Monate lang keinen Urlaub gehabt. Nehmt's einen Urlaub, Leute. Ist wichtig, hat er schon recht. Sechst das? Du kannst dir nicht, wie soll ich sagen, du kannst dir nicht dein Leben lang einfach schön reden, ja, meine Arbeit ist so super und mir taugt meine Arbeit voll und bla, und hockst dann da 40 Stunden drin und 11 Monate lang ohne Urlaub, aber geh fick dich, Alter. Kein Geld der Welt ist das wert. Ist es nicht. Außer, dass die 10 Jahre deines Lebens kostet, aber das gespannt erst, wenn es spät ist. Glaubt's mir einmal was in meinem Leben. Einmal. Weißt du was es ist. So, Leute, wir schauen mal aus. Über was reden wir? Ich glaube, die Frage stelle ich jedes Mal, wenn wir einen Pledgematch einhauen. Das haben wir früher ja öfter gemacht. Was heißt früher? Vor 2-3 Jahren haben wir das regelmäßig jeden Freitag gemacht, oder vor 3 Jahren. Optimus Futsus, was? Gesund und munter wieder zurück. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank, Alter. Dankeschön. Leute, jetzt shit, was ist denn mit euch? Optio Gutsfutz, merci dir, Feldu, merci für Musik und Bespaßung, macht einen schönen Urlaub, es geht 20, sind nicht zu viel und du weißt es. Merche für Musik und Bespaßung, macht da an schöner Urlaub, Raute 20 sind zu viel und du weißt es. Sind auch zu viel, vor allem bei Leuten, wo ich einen 20er zum ersten Mal lese, bei denen, wo ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Feldu, merci dir, Joel, jetzt kommen schon wieder, Alter, was ist denn los mit euch? Dankeschön, Leute, Dankeschön. Kann man das? Wegen deinem Bad geschrieben? GZUA meldete amal, wenn's BASD. Zum Angegangen, oder? Was zum Angegangen, oder was? Achso, wegen dem Bad! Wenn, dann muss ins Discord kommen. Das Bad hat sich aber, glaube ich, fürs Erste erledigt. Erkläre ich gleich. Da können wir ausführlich drüber reden, was ich da gerade unten tue. Und so weiter und so fort. Minga, merci dir. Derry Birger war lange nicht mehr aktiv da. Aber ich bin noch immer am Leben! Immer aktiv da. ABAI bin IMMA no am LEM. Am LEM. Nimm das GOID hier. Ja, dann nimm es halt! Merci dir! Leute, jetzt chillt seine Knirscheim. Grüezi fix. Der Airline. Habe die Ehre! An Stream Follower fix Nomui. Verschlafen. Alter, es ist 8 Uhr auf die Nacht. Was los mit dir? Runde Klammer. Schimpfen wir nicht, dann tun es von den das nächsten Sende Wochen. Donis von den nächsten Wochen zusammen. Ja, aber das ist nicht der Sinn des Streams, Leute. Leute, chillt, bitte. Ich darf gern einfach, unterhalten wir uns halt einfach im normalen Chat, dass ich die Namen lesen kann. Wir waren das. Eine Spielerrückschau vielleicht. Das ist gar nicht so blöd. Wer war das? Der stolze Löwe, glaube ich. Der kommt aber mit sich in die Vorschläge. Ja, war tatsächlich. Simon, merci dir! Dann eine Woche nach Kroatien. Ah, das hört sich gut an. Zu 10? Wie lange hast du sowas auch schon gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht und war bei uns aber nicht. Ja, doch in Kroatien, da waren wir zwar bloß zu dritt. Wir waren in Ungarn am Plattensee zu 10. Ungefähr. Oder zu 6. Ich weiß nicht mehr, wie viel das wir waren. Leute, chillen. Simon, merci dir. Hansel, merci für den Zwickleiner 20. Merci. Opa, eine ins Filmshop, merci. Spiel! Ajo fast vergessen. Alljähriger Hashtag Spendenaufruf Raute, ich weiß da. Schmiedi, zu dir sage ich halt auch nichts außer merci. Was soll ich denn da noch sagen dazu? Es sind halt einfach die üblichen Verdächtigen, da wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und es sind die üblichen Verdächtigen, da wo ich nimmer weiß, was ich sagen soll. Und dann kommt der Zack
Zockverbot 9 mit 30 Euro, den ich vorher noch nie in meinem Leben gelesen habe. Und da muss ich ihm sagen, stop it! Stop it! Please! Kann man mit uns jetzt nicht unterhalten? Es ist Pledge-Stream zur Unterhaltung. Und nicht so, hey, gibt's dem Idioten im Internet all mein Geld. Weil, für was eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ihr sagt selber, ihr wisst es schon. Ich sage, es ist Lüge. Martin, nochmal, merci. Kurze Frage, gibt es irgendwo ein Bild von deinem gehackelten Snackslottel? Snackslottel? Wollte mal den Namen vom Kumpel fragen, ob sie mir die MS nachmacht. Da gibt's eine Anleitung, ja. Lisa, eine Freundin von einem Kumpel von mir, hat mir den gemacht und die hat gesagt, die hat ihn nach Anleitung gemacht. Ja. Zockverbot. Schmiedi, Opa, Hansel, Simon, Löwe, Martin, Leid, Dankeschön. Bitte chillt's jetzt. Bitte. Bitte chillt's jetzt. Kann man jetzt ein normales Gespräch führen, das war echt voll toll. So, ich probier's einmal und schaue in normaler Chat ein. Der Wurstfinger. Bist du Affiliate bei Twitch? Was muss man da beachten? Tja, ich bin kein Affiliate bei Twitch, eben weil man Dinge beachten muss. Ihr wisst es, oder die meisten werden wissen, ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Seht mir da rechts am Chat, YouTube-Chat. Leider, jetzt chillt's halt, Kim. Seht mir da am YouTube-Chat und Twitch-Chat gleichzeitig. So, als Twitch-Affiliate gehst du einen Vertrag mit... Max! Dein Name habe ich schon gelesen, aber ich glaube nicht in Verbindung mit dem 50er. Ich weiß, warum, Mann? Warum, Alter? Ich verstehe die Frage nicht, ich sitze nur da. Ich sitze einfach bloß da und schmatz. Ich mache nichts. Jetzt mal, dann wenn ich dann jetzt, weißt du was, Leute, oder wenn jetzt nochmal irgendwelche Leute auf die Idee kommen, hier mit 25, 20, da, 20, 50er, scheißegal, nimm. Dann gehst jetzt in mein, dann hört's auf jetzt damit, dann gehst wenigstens zu mir in den Shop und kaufst dir ein T-Shirt oder irgendwas, dass du wenigstens was hast davon. Kruzifix! Mit der Nonnescherei, du. Nonnescherei! Flo! Schuhgame-Sepp, Max, was ist los mit euch? Was ist denn? Just kidding, du fetter, fauler, alter, geldgeiler Wichser, lol. Du fetter, fauler, alter, geldgeiler Wichser. Flo, merci. Leute, danke schön. Schuhgame-Sepp, merci dir. Aus jetzt mit der Nonnescherei da. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Das ist doch einfach nicht normal. Aufruf, get. Schöner Urlaub. Und schöne Grias an den Marco Z aus Passau sowie an Fipsi aus Vilshofen. Fipsi, Marco aus Passau, schöne Grüß. Bavarian Game King, merci. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. It doesn't stop. It doesn't stop. Servus vom Gardasee, du bist brutal, mach weiter so. Ich bin brutal. Ich verstehe die Frage nicht. Grüß mal Tanja. Andal! Du! Tanja! Ich glaub, der Andal, der möchte was von dir, aber sag's keinem. Schöne Grüße vom Andal. Entschuldigung, bin raus. Tschüss dann. So, kann man jetzt machen wir mal erst mit Donation Sounds aus, sonst kriegen wir einen Schlaganfall. Opa! Hätte ich vor einem Jahr kauft, ist ein Jakema lachender Smiley mit geschlossenen Augen also. Ist das der Ernst? P. Wenn das der Ernst ist, dann schreibst mir mal bitte im Discord, wenn du die Möglichkeit hast. Wo mir auch Urlaub eude Wurt haut. Devil, merci. Dankeschön, Leid an alle, danke, please. Stop! So, das ist jetzt mein Ernst. Das habe ich noch nie gehört, dass das passiert ist. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand was da kauft und das ist nicht angekommen. Ich hoffe, du hast deine E-Mail oder dein Login noch mit der Bestellung oder sonst irgendwas. Schau da bitte mal nach und zur Not schreib mir. Wie auch immer. Am besten im Discord, das ist das Allereinfachste, weil so geht's natürlich nicht. Das ist auch klar. Olaf! Aus der Schweiz! Schönen Urlaub. Grüße aus der Schweiz. Grüße an die zweiten Lieblingsnachbarn, Alter. Bussi aufs Nussi. Merci für deine 5 Schweizer Franken. Devil, merci. Opa, merci. Andal, Rinkel, die habe ich gesehen. Merci, Rinkler. Ah, du warst das mit der Tanja. Nein, du warst das mit dem Gardasee. Boah, leg da mir jetzt ein. So, du Nation Sounds aus jetzt. Sapsen, du gibst doch jetzt. Der Grüß gehen an den Michael Link und an Marco aus Passau. Gell, geiler Wichser. So, jetzt, wo ist jetzt der Marco noch? Leute, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Können wir uns jetzt an die Knierschein chillen? Ich lese jetzt bloß noch den normalen Chat. Ja, das hat noch nie gehabt. Egal. So, wo waren wir stehen bleiben? Twitch Affiliate. Was musst du beachten? Wenn du ein Twitch Affiliate bist,
Musst eigentlich nicht recht viel beachten. Liest er die Bedingungen durch, das ist immer wichtig. Mrs. Fink, ein bisschen zu spät, aber haut. So, jetzt pass auf. Twitch Affiliate. Ich bin zum Beispiel keiner, weil du dann mit Twitch einen Exklusivvertrag eingehst und dann nur noch auf Twitch streamen darfst. Und das Video, das aus dem Stream entsteht, darfst du frühestens 24 Stunden nach dem Stream auf andere Plattformen laden, also auf YouTube, was die einzig relevante ist. Hör jetzt nicht auf! Was für Scheuerndo Gaming? Alter, du musst unbedingt, falls Scheuerndo Gaming, falls irgendjemand aber mit Gaming im Namen nennt, dann gehe ich aber schwer davon aus, dass das auch so die YouTube-Kanäle sind. Leider, ihr müsst euch einfach in den Namen aussuchen, weil ich finde nie wieder irgendjemand. Ganz einfach. Mr. Gaming, merci dir. Sharman, take my money. Gruß an Martin, aber tritt. Grüß an Martin vom Scheunentor Gaming. Keine Ahnung, Alter. Mike, merci für den Fünfer. Jetzt chill. So, nochmal. Ich komm überhaupt nicht klar, Alter. Da, der Captain Thompson schreit, jetzt rein, mit Pulver zugeschissen werden und völlig hilflos sein. Ja, ich meine das ernst. Chillt jetzt ein, ich knirsch, es ist gut jetzt. Es kann nicht in jedem Stream so eskalieren, 2 oder 3 Mal in der Woche. Das geht nicht. Also, es geht offensichtlich ja schon. Ich weiß aber auch nicht, was das soll. Ich weiß nicht. Es reicht jetzt. Aber gut, irgendwas muss ein August finanzieren. So, chillen jetzt bitte. Schmerzen wir jetzt über Gott und die Welt. Nein, über Gott schmerzen wir nicht. Über irgendwas auf der Welt. Über irgendwas. Aber Herz jetzt auf. Max, hab ein Hoodie, ein T-Shirt und ein Basecap. Hört auf. Dankeschön. Viel Spaß mit dem Zeug. Ich hoffe, es taugt dir. So, jetzt ist Schluss. So, Twitch Affiliate. Ich darf dann zum Beispiel nicht mehr auf YouTube streamen. Darum bin ich kein Twitch-Partner nicht zum Beispiel. Der Durchfall. Merci dir. So, Ruhe jetzt. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Merci, ich wünsche dir auch. Chill. Flugbison schreibt, Politik, Fragezeichen. Du, wir können uns gerne auch einmal im Jahr über Politik unterhalten. Da gibt es allerdings nicht recht viel. Weißt du, was mich immer interessieren wird? Thema Impfung. Und da hätten wir uns da einmal da drüber. Das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit Politik zu tun, aber halt beiläufig. Weil die halt das entscheiden und so. Hey, Manuel, merci für deinen Drilling. Servus, Bürgerchen, ich komm zurück wie ein Betonpinken, Alter. Es ist mir immer eine Freude, von Ihnen belustigt zu werden. Es ist mir eine Freude, Sie belustigen zu dürfen. Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Löwe, merci dir. Hast du schon gehört, ich möchte Zwangsfilter ins Betriebssystem einbauen? Die Politiker, der Solmecke hat da heute ein Video gemacht. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir aber mit Sicherheit anschauen. So, ich möchte keine Person jetzt irgendwie beeinflussen zur Impfung. Impfen lassen, impfen nicht lassen, muss jeder selber wissen. Ist mir scheißegal, okay? So. Aber nur um das einmal klar zu stellen. So. Also ist die ernste Frage. Ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt, wie ich das vielleicht sollte, aber es ist mir halt einfach scheißegal. Wenn ich geimpft bin, kann ich es ja immer noch kriegen. Es bricht halt nicht aus und ich kriege die Symptome nicht. Das heißt, ich werde quasi nicht krank. Aber ich kann es haben, ich habe es in mir und ich kann dann noch Leid anstecken. Sehe ich das richtig? Ist das? Das ist richtig, oder? Dann frage ich mich, wieso darf dann ein Geimpfter eigentlich per Narrenfreiheit hin, wo er will? Wenn er die Leute trotzdem noch anstecken kann. Das ist doch pure Absicht. Das ist doch pure... Was soll denn... Ich verstehe den Sinn nicht. Du kannst keinen schweren Verlauf kriegen. Ja, das ist okay. Dann okay. Ja, das ist der erste Teil. Den verstehe ich nicht. Den verstehe ich nicht. Wieso kriegt der dann Narrenfreiheit? Was bringt man dann die Impfung ein? Dann verstehe ich natürlich, dass man die älteren Generationen impft. Ja, 50, 60 aufwärts. Weil die halt sprichwörtlich wirklich durch sterben können. Ist okay. Ist okay. So. Wenn natürlich die ganze Welt geimpft wäre, dann können wir uns gegenseitig anstecken, wie wir wollen, weil uns weiter nichts mehr. Okay? Okay, das verstehe ich auch. Was ich aber nicht verstehe, wenn dieser Impfungsscheiß wirklich nur dagegen ist, dass du einfach nicht keine schweren Symptome nicht kriegst und keinen schweren Verlauf kriegst und so, warum man dann plötzlich 12-Jährige impft? Also Jugendliche und Kinder. 12 aufwärts. Bei denen ein schwerer Verlauf, weiß ich nicht, fast bei 0 ist. Warum tut man das? Warum? Ich verstehe es nicht. Und warum versucht man die Schulen durchzuimpfen, wenn sie es trotzdem kriegen und verbreiten können? Dann fahren sie heim und dann kriegst du Familie. Ich verstehe es nicht. Entweder lassen sie alle impfen oder gar keiner. Und es werden sie nicht alle impfen lassen. Da brauche ich nicht, also keine Ahnung. Keine Ahnung. Schwieriges Thema. Schwierig.
Tundil, merci für deinen Fünfer. Jan, merci für deinen Fünfer. Servus Bürger, mal wieder kommst du mal nächste Woche 14 Tage Urlaub und du gehst nicht. Und wie soll ich dann das Leben noch Sinn machen? Das ist eine gute Frage, vor allem wenn es regnet draußen. Ich hoffe, es wieder wird besser. Ja, keine Ahnung. Und dann, wenn du jetzt um Gottes Willen, ich bin kein Corona-Leugner und ich bin kein, und ja, die Krankheit gibt es in unserem Bullshit, das ist alles Mist, ja. Und was war das nächste? Was habe ich gelesen? Fegel sind nicht echt. Oder nein, warte, wie war's? Jetzt pass auf, muss ich kurz überlegen. Das war die dümmste Scheiße, die ich jemals gehört habe. Jetzt pass auf. Nein, ich hab's vergessen, aber ist nicht so wichtig. Jetzt pass auf. Schwierig einfach. Für was lasse ich mich zum Beispiel impfen? Wenn ich jetzt in Urlaub fliege und komme aus einem Risikogebiet und muss dann trotzdem in Quarantäne. Ja, Freunde der Sonne, haben sie euch alle ins Hirn geschissen, oder? Dann ist das nächste, kann mir das bitte auch jemand beantworten, habe ich richtig verstanden, dass egal mit was für einem Impfstoff, hier Bionic, sonst irgendwas, was es gibt, dass ich da alle halbe Jahr zum Auffrischen gehen muss? Sag ich das richtig? Und wie lang? mein restliches Leben? Wieso redet denn da eigentlich keiner drüber? Man muss sich nicht zwangsläufig auffrischen lassen. Was reden die dann? Ab und zu her immer so auffrischen. Ja, immer Auffrischung, und da kommen wir noch mit den Auffrischungsimpfungen. Aktuell einmal pro Jahr. Das heißt, ich muss mich einmal im Jahr impfen lassen, den Rest meines Lebens. Ja, selbst das, dann, egal ob ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder so, gefickt euch doch, seid ihr nicht ganz sauber. Ja, was bitte? Was, und 50 Euro kostet es auffrischen? Naja, wie verdient man noch mehr Geld wie eine mit Menschheit zum Impfen? Richtig, indem dass man es einmal im Jahr alle impfen lässt und die Auffrischung lässt man dann richtig viel Geld kosten. Wisst ihr was, Alter? Fickt euch. Von mir sperrt's mir daheim ein, das ist mir scheißegal, Leute. Aber ja, komplett lächerlich, Alter. Was soll denn das? Berger Max, merci für deinen Fünfer. Was habe ich mir jetzt umsonst 12,5 GB an Videos runtergeladen von dir? Ja, hast. Der Upload-Filter tut gar nichts. Leute, jetzt chillt's halt einmal. Man sagt mich nicht mehr. Seit 20 Minuten. Ich weiß nicht, was da los ist. Andi, merci dir. Habe Drittmeister. Wie du suchst jetzt Team Fortress 2, lese ich da über automatisch. Transportfieber 2. Lass dir gut gehen, Urlaub. Schöne Grüße aus Minga. Viel Spaß mit Transportfieber. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Schuhgameslayer! Lockdowns finden nur statt, damit sie unbemerkt die Batterien bei den Vögeln wechseln können. Ja, genau. Und das mit den 50 Euro ist Quatsch, die Impfung ist kostenlos, auch die Auffrischung. Ja, die ist halt nicht kostenlos. Die zahlt halt wahrscheinlich deine Krankenkasse oder halt der Staat. Also im Prinzip du. Bloß du merkst das halt nicht. Das ist alles. Weil herschenken deren sie es nicht. Mit Sicherheit halt nicht. Du musst halt bloß nicht selber quasi an die Kasse gehen und da das Geld auf den Tisch legen. Also sie ist kostenlos, aber sie ist nicht kostenlos. Verstehst? Jeder von dir, das ist halt, ja, keine Ahnung. Und dann wirst du als absoluter Todesschwurbler hingestellt, wenn du das nur ansatzweise in Frage stellst. So wie auf einmal innerhalb von einem Jahr, zack, ist das Ding da. Von fünf verschiedene, was weiß ich, wie man die nennt, von solchen Chemie-Mischmasch-Seppen, die Scheiße herstellen. Auf einmal, blub, geht's innerhalb von einem Jahr. Ach so, ja, gut. Duffy, merci für den 5er, habe Drittbürger, ist noch 5-0, dafür kaufst du Bürgerin ein Eis. Das werd ich machen. Das hast du aber am Montag schon gesagt, da kriegst du 2 Eis. Versprochen. Schöne Grüße aus Minga. Und lass dich nicht ärgern und genieße es auch. Du, ich lass mich nicht ärgern. Ich tue mich da überhaupt nicht. Ich stelle bloß Fragen. Unangenehme Fragen. Leon, merci für den 10er. Servus, wenn du im Urlaub mit einem neuen Markt vorbei kommst, sagst Bescheid, kriegst du einen schönen Urlaub. Merci dir. Mohe. Ich werde jetzt nicht in den neuen Markt vorbeigehen. Weiß ich nicht. Können wir bitte über was Unausgelutschtes reden? Wer war's mit deinem Geschlecht? Okay, na stopp. So, Servus, Anstorf grüßt. Habe die Ehre. Die Bürgerin kriegt eine neue Rüttelplatten. Die Bürgerin braucht keine neue Rüttelplatten. Die hat ja 2. Das ist so geil. Da hat sie so eine Rüttelplatten, hat sie sich bestellt. Dann war die irgendwie, hat irgendwas nicht passt, keine Ahnung, wollte sie es zurückschicken. Und erwartet das Rücksendeetikett. Das ist nie gekommen jetzt. Und dann währenddessen hat sie andere nicht bestellt. Jetzt haben wir 2. Ja, nun ja. Meine Meinung zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt, dass ich wirklich rausher was Neues, außer dass jetzt dass mehr Fokus auf so Produktionsketten gelegt worden ist. Das heißt, wahrscheinlich, ich kann mir es noch vorstellen, ich habe es noch nicht angeschaut, du sagst halt, du machst ein Feld, du riechst das her, Gruppen war, glaube ich, der Fachbegriff, bin mir nicht ganz sicher. Und dann sagst du den Mais zum Beispiel an
oder ein Warz. Dann machst du ihn ab, dann bringst du ihn zur Mühle, die richten dann wieder her, dann musst du wieder weiterfahren und so weiter. Das kann ganz geil sein. Das ist genau die richtige Richtung, wo man so ein Spiel hinbringen muss. Wenn du dir zum Beispiel so Produktionsketten vorstellst, wie in Transport Fever oder in Anno, bloß, dass jeder die Fahrzeuge und so weiter selber fährt und wenn man dann die Gebäude bauen kann und so und optimale Fahrtwege und Höfe bauen kann und so, das war richtig gut, Alter. Das war richtig, richtig gut. Richtig gut. So, ich hoffe, dass ich übrigens keinen übersehen habe. Schulgrimsleier, merci, Leon Bergler, Leon nochmal, Daffy Duck, merci, merci. So, jetzt chillen. Kannst du einmal Fortnite nach der Sommerpause spielen? Der Gamer Pro. Ich glaube, dass das nicht so schnell passiert. I'm sorry. I'm sorry. Thema: Apple ist teurer Schrott. Change my opinion. Da fangen wir jetzt nicht wieder an. Sonst wir haben ja wirklich in den letzten 4 Wochen oder den letzten 8 Wochen wirklich ein paar sicher Apple-Fanboys da gehabt, genau die habe ich gemeint. Egal, scheiß auf Apple, Leute. Soll ja jeder ein Handy kaufen, was er möchte, ist mir ja wurscht. Kannst du nach der Sommerpause wieder mal Phasmophobia spielen? Das kann man uns vielleicht mal im Horror Oktober anschauen. Da muss ja auch innerhalb von einem Jahr mal was da haben, oder nicht? Ich weiß nicht. Birger, bitte zock mal mit dem Kai Ayana und dem Paul Panzer, das wird fix geil. Ich bezweifle, dass die zwei mit mir spielen wollen. Reden wir halt generell über Streaming und Zubehör und Tipps. Wow. Tipps zum Streamen. Wow. Ich soll euch wirklich Tipps zum Streamen geben. Demjenigen, bei dem immer irgendwas kaputt ist. Entweder der Sound oder das Beutel oder der Stream gleich gar nicht oder was auch immer. Mein Stream-Tipps. Der allerwichtigste Tipp ist Vitamin B. Wenn du einfach so zum Streamen anfängst, ohne Grundlage, und damit meine ich zum Beispiel einen YouTube-Kanal, so wie es bei mir war, oder Instagram oder Facebook, egal was, scheißegal was, aber nicht der Livestream, dann wirst du dich extremst hart da irgendwie bekannt oder entdeckt zu werden. Oder halt Vitamin B. Du streamst mit jemand anderem und dann bleibt Leid bei dir hängen. Wenn du das Talent dafür hast. Unterhaltsam zu sein. Weil ich mich doch aus dem Fenster lehne und sage, nein, ich glaube, es kann nicht blind jeder sitzt sich her, Spädebs und Leute finden es gut. This is not how it works. Der alte Jäger, guten Abend und Horido. Wünsche ich dir einen schönen Abend, schönen Urlaub. Ich habe dir mal auf Insta geschrieben, vielleicht wäre es etwas für dich. Hashtag Weidmannsheil, Hashtag Nachrichten checke ich diese Woche noch alle auf Facebook, Instagram und Discord und so weiter und so fort. Weißt du was es ist. Alter Jäger, merci für den Euro. Ein Grillstream war einmal leibend. Magst du mal Vitamin B wie Birger sein? Das ist was, das habe ich mir von Anfang an hab ich mir gesagt, ich spiele nicht mit anderen, grundlegend nicht mit anderen, deswegen ist zum Beispiel auch der Stream mit dem Vollgerät eine absolute Ausnahme, das ist einmal in 3 Jahren passiert, weil ich das einfach nicht mag. Weil ich nicht mag, dass dann auf einmal 100.000 Leute kommen, hey, stream mal. Und ich ein ganz furchtbar schlechter schlechter Neinsager bin und das eigentlich nicht mag. Leute, jetzt chillt's halt mal mit den Donations. Was ist denn eigentlich kaputt, Alter? Jan, merci dir. Was ist mit dem Birger und Erkan Stefan Stream? Da können wir uns mal im Discord unterhalten, warum das nicht so, warum ich da vielleicht doch gar nicht so begeistert bin, wie ich mir das dachte. Mr. Powerflash! Chris vom Dingelfinger, was? Caprima Parkplatz! Caprima Parkplatz. Das ist quasi durch die Blume der Volksfest-Parkplatz. Wieder miteinander post mit dem Auto vom Papp. Sag's, was ist. Mr. Flash, merci wieder entwickeln 21. Grüß nach Dingelfinger und Caprima Parkplatz. Der Grimpfelpümpftel. Schöner Urlaub und grüß an Domi Maxi und grüß dich. Grüß dich. Zwickel, merci dir. Und grüß an den Domi Maxi und grüß. So. Markus, welcome to the squad. Habe ich dir, Markus, merci für deine Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Leute, Dankeschön, jetzt chillt's. Der Skull schreibt, baust mal deine Tabletop-Sachen on-stream weiter. Vielleicht, also warum nicht? Das sind vielleicht so für den Winter. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Thema, so ähnlich wie Impfung, zurück muss, aber wir können mal allesamt Gift draufnehmen, dass ab Mitte, Ende Oktober
Mr. Welle Nummer 4 kommt und wir wieder eingesperrt werden. Ja? Und dann werden wir auf alle Fälle einmal mit Sicherheit am Wochenende mal in den Stream reinhauen, den einen oder den anderen, und dann sehen wir schon, was wir deren. Ja? Vielleicht habe ich wieder Bock drauf, umeinander zum Basteln. Das Zeug steht jetzt auch schon Ewigkeiten da. Ich tue auch immer wieder mal ein bisschen was, aber so richtig toten sitzen und mal stundenlang habe ich schon länger nichts mehr da, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und momentan habe ich ja kein Modellbauprojekt, sondern eher ein Wohnungsrenovierungsprojekt unten. Da habe ich auch noch mindestens 2 Wochen, also mindestens noch die Woche damit zum Tor für die grundlegenden Sachen. Nächste Woche kommt dann eine Kirche und Schlafzimmer mehr und lauter so ein Zeug, die muss ich auch alle zusammen. Das dauert auch mit Sicherheit noch mehr eine halbe Woche, weil ich mir da nicht 10 Stunden am Tag hinsitze. Ich bin ja nicht narrisch, also ich habe Urlaub! Flo, was ist eigentlich ausgekommen mit dem Typen, bei dem du im Clan warst, wie es der kleine Hosenscheißer gewesen bist, der im Stream einmal auftaucht ist? Der Sonic! Der Sonic ist dann ins Discord gekommen, der ist ja, glaube ich, immer noch im Discord, immer wieder mal. Mit dem habe ich mich sehr lange im Discord unterhalten. Sehr, sehr lang. Und war sehr nett, sehr nett. Das hat mich so unfassbar gefreut, das war echt gut. Was ist denn deine Meinung zu Parkour, schreibt der Phil T. Ich glaube, wenn ich jünger war, dann da das. Sagen wir es so. Oder dann hätte ich es auch gemacht. Das war wahrscheinlich, ich bin Skateboard und Snowboard gefahren und dann hätte ich wahrscheinlich Parkour ausgeübt, wenn das bekannter geworden war, wenn ich jünger gewesen war. Parkour finde ich eigentlich ziemlich geil, aber wenn du es so kannst, ja, weißt du das eh. Der Herbert, nein, Kirche, habe ich da Kochstreams gehört. Nein, das ist nicht meine Wohnung. Das ist quasi das untere Stockwerk. Die Wohnung gehört nicht mir. Das wird der Mami-Wohnung. Hast du deine Festivalfotos schon gefunden? Nein. Leider nicht. Zu viele Projekte an der Backe. Hashtag Birgerzockt. Ich hab immer zu viel. Ich hab zu viel Zeit zum Tun und tue sauber zu wenig. Der Flugbesen schreibt, kannst du mal wieder Sims spielen? Das kann man vielleicht auch noch, das kann man im September vielleicht einmal einbauen. So, ich darf ja auf Sims 5 die ganze Zeit warten. Aber ja. Ich probiere mich halt auch auf Twitch mit Call of Duty Content und möchte mich ähnlich wie du auf Mundart beschränken. Okay. Also, Regel Nummer 1, das was ich damals aus meiner Streamzeit gelernt habe. Wo mich noch keiner kennt hat. Wenn du ein bekanntes Spiel streamst, und Call of Duty ist wahrscheinlich aktuell gerade mit Warzone das bekannteste Spiel überhaupt, dann gehst du irgendwo auf Seite 880 unter und kein Mensch auf dem Planeten wird bei dir hängen bleiben. Was mir damals ganz furchtbar verbracht hat, ist so Spiele zum Streamen, die kein Mensch streamt. Wie zum Beispiel damals Kerbal Space Program, da habe ich immer die meisten Zuschauer gehabt. Damals Call of Duty Modern Warfare 2, das wo zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre alt war oder so, habe ich die meisten Zuschauer gehabt. Zimgibi! Fixletten, jetzt ist er Ruhe! Von Niederbayern an Urlaubskasten! Merci! Den werde ich mir reingondeln, und zwar am Freitag auf die Nacht. So schaut's aus. Und am Samstag gleich noch einen hinten rein. Zimgibi, 25 sind 2, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Dankeschön. Nein, Stream Black Ops 4. Ja, das ist ja schon mit Epsi. Du suchst dir das Call of Duty aus, wo am wenigsten Leute streamen. Das ist einmal das keine Ahnung. Das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Du gehst in bekannte Spiele einfach gnadenlos unter. Hoi Birger, spielst du ein neues Land, wenn er rauskommt? Ja. Kannst du mal GTA Online spielen? Kommt eventuell auch irgendwann. Heute könntest du ein paar Schulstories erzählen. Ja, aber dann habe ich nichts mehr in How to Schule zu erzählen. Außerdem muss ich in How to Schule 3 True Story Bro Edition muss ich natürlich auch die Geschichten, wo ich schon erzählt habe, einbauen, weil im Stream und Video haben doch noch mit 2 Stiefeln, wer das alles sagt und so weiter. Der Wurstfinger, danke dir, du inspirierst Menschen, Alter. Nein, ich versuche einfach bloß meine Erfahrungswerte weiterzugehen. Wo bei mir Streamen dann letztendlich auch so richtig funktioniert hat, wo auch jemand zugeschaut hat, ja, ist dann, wie ich einfach blind gewohnt war, nach hunderten Stunden Streams, wo keiner zugeschaut hat, dass da eine Kamera läuft, dass ich spüre und mich gleichzeitig unterhalte und halbwegs auf den Chat aufpasse und eigentlich permanent 3 Sachen gleichzeitig tue. Das hat sehr, sehr, sehr viel geholfen, wie es dann richtig angefangen hat, wie dann halt mein Durchbruch auf, wenn man es so nennen kann, keine Ahnung, auf YouTube dahergekommen ist und hat man dann gedacht, hey, weißt du was, streamen halt auch und hab dann einfach schon gewusst, was ich da tue. So, zumindest halbschachig. Und ja, keine Ahnung, dann hat es funktioniert. Ja, so eine Parallele von YouTube-Kanal
und Stream. Also andere Social-Media-Plattformen aufbauen, dann zum Streamen anfangen, nicht umdreht. Nur so funktioniert es in meinen Augen. Bavaria Gaming! Ist jetzt Birger dein Name oder Nachname? Urlaub! Birger ist einer meiner 4 Vornamen. Nicht mein Nachname. Noch ein paar Retro-Spiele à la Day of the Tentacle. Kämen nächstes Jahr vor der Sommerpause. Da ist noch ein wenig hin. Wir waren jetzt einmal mit Flight Simulator. Ja, haben wir auch schon überlegt. Birger, 8 mach Prof Pupu. Alter, Herr Süßi, ich hab keine Ahnung, was man sagen möchte. Der Sprengi, Birger B. Birgster. Das B steht für Birger. Birger Birgster. Jawohl, so schaut's aus. Hast du eine reine Gaming-Tipps, dass man Shooter zum Beispiel besser spielen kann, wenn man aus der Strategiespielszene, leck. Ich bin selber nicht gut in Shooter, deswegen kann ich da nicht recht viele Tipps geben. Spain und nochmal Spain. Üben. Das ist fucking everything. Mr. Wave, Birger, hast du schon einmal Elite Dangerous gespielt? Nein. Wenn ja, hat's dir taugt. Wenn ja, spielen wir es einmal live. Nein. Also, nein, habe ich noch nicht gespielt. Nö. Muss man vielleicht einmal anschauen. Eigentlich brauche halt ich Tipps für einen Urlaub, was ich spielen soll. Ja, weil ganz ehrlich, wenn ich da ausschaue, dann weiß ich, dass die nächsten 4 Wochen pisst. Sag ich dir, wie es ist. Die nächsten 3 Wochen war echt ärgerlich, wenn nicht wenigstens eine Woche dabei ist. Die schön ist, damit wir, wenn wir beide Urlaub von der normalen Arbeit haben. Und dann die letzte Woche habe ich dann quasi von da noch Sommerpause, muss aber schon wieder in die Arbeit. Das heißt, da weiß man dann schon halbscheirig wurscht, ob es regnet oder nicht. Aber wenigstens eine Woche, Alter, das war toll. New World, ja, das kommt aber erst Ende August. Birger, kauf dir ein Moped, das der Auspuff raucht. Nice. Sepp aus Minger, Frage, ich möchte öfter was bei YouTube aufladen zu Feedback-Zwecken. Kriegt man deine Erfahrung nach trotz Algorithmus 20 bis 30 Klicks zusammen, dass wenigstens einer kommentiert? Das ist eine exzellent gute Frage. Das ist bei mir so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Du musst... Mojo! Der Mojo mit einem humanen Betrag, ich bin so stolz auf dich. Haut dritt, Birger, von mir eine Frage. Bussi aufs Nüsse an euch zwei. Auch wenn er nicht neben mir ist gerade, ein schöner Urlaub. Kaufst dir und der Bürgerin ein Getränk eurer Wahl ums Geld. Liebe Grüße aus Oberösterreich, dein Mojo. Mr. Mojo! Sagst du mal an Frage einen schönen Gruß und gibst ihm die Tröte von mir. Und Bussi aufs Nussi. Dankeschön für den schönen Urlaub, den wünsche ich euch auch, falls ihr Urlaub habt. So, wo waren wir? Meine Tipps, ich müsste da mal ein How-to YouTube machen. Ich sag das ganz ehrlich, ich weiß ja selber nicht, wie das damals bei mir angefangen hat. Deswegen weiß ich nicht, wie du das planst. Ja, ich kann dir nicht sagen, wie du mit einem Plan hergehst und sagst, okay, das hat sich bei mir auch erst über die Jahre entwickelt, wie man das Plan nennen kann, keine Ahnung. Also, regelmäßig, was ich schon mal nicht bestätigen kann, ist, was viele andere nicht sagen, Regelmäßigkeit ist wichtig. So ein Scheißdreck, Alter. Seit über 2 Jahren mache ich irgendwann einmal ein Video, wenn ich lustig bin und es hat, wenn es ein gutes Video ist, ja, auf das kommt es schon drauf an. Wenn die How-Tos oder Kruzifix-Videos, die kommen immer ganz gut an bei euch und dann kriegt es auch die Klicks, die normal sind auf meinem Kanal. Ich weiß aber nicht mehr, wie das angefangen hat. Alter, ich hab mich doch nicht hergesessen und hab How to Leberkäse gemacht und hab gewusst, so, ja, das geht jetzt morgen viral und dann hauen wir richtig rein, Alter. Das ist halt einfach passiert. Das ist halt das Krasse. Und dann habe ich mir gedacht, das ist schon krass. Und ein Dreivierteljahr später ist halt dann das erste Kruzifix oder das richtige Kruzifix mit den Preißenkindern gekommen und das ist halt dann so richtig eskaliert. Das kannst, und da war ich so kurz davor, dass ich es nicht aufgeladen. Das ist kein Witz, das erzähle ich nicht, weil sie sich gerade so toll anhören, sondern ich bin da gesessen, ich habe es aufgeladen und ich überlegt, so stehe ich das jetzt öffentlich oder nicht. Das ist, glaube ich, die dümmste Scheiße, was ich jemals verbrochen habe. Keine Ahnung. Das findet doch kein Mensch lustig, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich es aufgeladen und siehe da, bam, 600.000 Aufrufe, wie viel hat's? Das ist eh scheißegal. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du brauchst so den Fuß aus dem Haus aussehen, so darf ich jetzt beschreiben. Du lädst ein Video auf und du musst das am Anfang selber überall teilen, wo du irgendwie kannst. Auf sämtliche Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, auch wenn du das nicht magst, auch wenn Facebook eine Idiotenplattform ist. Seid's mir nicht besser, aber auf Facebook reden bloß noch Deppen umeinander. Das ist ein Wahnsinn. Also wenn ich da in so manche Kommentare von so Postings reinschaue, dann kriege ich einen Schlaganfall.
Überall, wo du kannst. In Discords, fragen, darf ich es posten, darf nicht, keine Ahnung. Und wenn es bloß Feedback ist, ja, wenn es, hey, schau dir mal das an, was hältst du von dem Format und so weiter, dann habe ich zum Beispiel nichts dagegen, wenn jemand da mal fragt, ob er so ein Video posten darf. Problem wäre jetzt sein, dass jetzt wahrscheinlich 25 Like kommen, hätte ich mein Video da reinrotzen. Und dann musst du hoffen, dass das dein Freundeskreis verlässt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Dass irgendjemand von deinen Kumpels so sagt, das ist nicht schlecht und der sagt das irgendjemandem und der findet es nicht schlecht und dann fängt diese Geschichte an. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und das musst du einfach ein paar Mal zusammenbringen. Glücklicherweise habe ich das offensichtlich ein paar Mal zusammengebracht. Sonst hätte es nicht funktionieren. Und du musst da auch im Klaren sein, dass wenn du das ernsthaft durchziehen möchtest. Max, der Quampany, zum Urlaubsanfang, melde dich einmal wieder. Guter Zeitpunkt. Max, Bus aufs Nussi, merci dir. Du musst im Klaren sein, dass wenn du das ernsthaft anfängst, das war bei mir purer Zufall, dass ich mit dem How-To-Format zufällig eben ein Format im Prinzip unbewusst da gemacht habe, das keine Grenzen kennt. Das ich immer wieder machen kann. Zu jedem Thema. Das Einzige, was bei mir wichtig war, ist, versucht Qualität zu halten. Oder halt am besten eigentlich zu steigern irgendwie. Was ich schon glaube, dass ich einigermaßen zusammengebracht habe. Weil wenn ich mir die alten How-Tos von mir so anschaue, Alter, da schlafe ich selber ein. Dass das überhaupt so eskalieren hat, das verstehe ich sowieso nicht. Da schaust du einmal, was nehmen da? Keine Ahnung. Was ist noch eines der aufwendigsten How-Tos? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Nimmst du mal How to O-Banteln, How to Online-Dating oder How to Schleidern und How to Schnackseln. Ja? Da ist alles drin. Bewegte Beutel, Text, Musik, normale, also Live-Action-Videos, alles. Ja? Und das vergleichst du mal mit How to Leberkäse. Da wo gefühlt 5 Wörter durchfahren und 3 Beutel und ich gemeint habe, Alter, das ist so viel Arbeit, ich stirb gleich. Ja, keine Ahnung. Zirngewie, merci wieder da. Franziska, redet die nur mit ihren Leuten, mehr muss ich mir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die mit ihren Leuten redet. Ich glaube eher nicht. Ja, das sind so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe einfach Glück gehabt. Ich sag das, was es ist. Ich kann da keine so viele Tipps geben. Ich habe einfach Glück gehabt. Das war mehr Dusel als Verstand und war nicht geplant. Und das halt, ich habe auch gar nicht realisiert damals, dass das Kruzifix nichts anderes ist wie ein Reaction-Video. Das habe ich einfach für mich nicht so gesehen. So mit, ich sitze so da, schau mal ein Video, nimm das ein bisschen auf und rede irgendeinen Mist. Sondern ich habe halt einfach gemacht. Und das ist eskaliert. Und das war das zweite Mal ein glückliches Viralvideo und glücklicherweise mit einem Format, das ich halt weiterführen kann und auch bis in die Unendlichkeit machen kann. Weil wenn ich irgendeinen Vollidioten sehe, der mir auf den Sack geht, dann mache ich ein Video über den und reißen in der Luft auseinander. Ja, der How-To war nice. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Das ist noch nie online gegangen. Es ist nicht geschnitten, aber es ist vorbereitet. Ja. Das ist schon seit 3 Jahren, glaube ich. Das habe ich bloß nie aufgeladen. Frag mich nicht, warum. Tja. Franziska, vegane Unterfegelte mit 40erin in der Midlife Crisis. Korrekt. Im September soll angeblich in Industrial rauskommen. Spielst du das auch? Das Handy Industrial kenne ich nicht. Muss ich mir anschauen. Hört sich nach einem Aufbauspiel an. I'm all in. How-to war Industriespionage. Das ist also ein bisschen der Hauptgrund. Das meine ich jetzt ernst. Ich verrate doch die Leute nicht, wie ich meine Videos mache. Bist du deppert? Betriebsgeheimnis, Alter. So, wie soll ich denn schon die Videos machen, Alter? Ich sitze mir her, habe ein Thema, schreibe mir einen Scheiß zusammen, nimm's auf und schneid's, wie es ausschaut. Es gibt da es gibt schon eine Art Storyboard, ja, wo es wir waren und den Text, den ich aufnehme, grob. Aber wie ich das dann schneide, das passiert, währenddessen ich meine eigene Aufnahme her. Dann überlege ich mir, ja, du tust das Beitleine und tust das und so und dann bloß ein Wort und das und was weiß ich. Und wenn mir irgendein Witz einfällt mittendrin, dann schreibe ich die natürlich ins Storyboard ein, weil da gerade jemand Handpanzer von schreibt. Dann schreibe ich mir halt eine in Klammern, war lustig, Schwarz-Weiß-Beutel von einem alten Tigerpanzer mit einer Hand drauf und im Hintergrund läuft Erika! Bum, bum, bum! Herr Kulzer! Grüß an den Kulzer Squad! Ich war so Zeiten, da waren 10 Leute im Chat und dann kann ich mich an den Moment erinnern, da habe ich zu meinem Bruder gesagt, jetzt geht mir im Chat unter, seitdem geht's bergauf. Das war ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang, so das waren die ersten How-To-Sachen. Das waren so Mai, Juni 2017.
Da waren wir so zu 10, 20 im Chat. Dann haben wir irgendwann jeden Freitag, die Freitag nach der Schule, habe ich mir eingebaut, so, hey, Freitag nach der Schule war doch ein guter Zeitpunkt, 2 Nachmittag, wo wir einfach Blöd schmerzen. Das haben wir, glaube ich, 60 Mal gemacht. Also ein ganzes Jahr lang. Und da waren wir immer dann so 20 und dann waren wir schon leicht 50. Und da hat es dann angefangen. Aber richtig eskaliert mit den Gaming-Streams und so weiter ist eigentlich nur dazu gekommen, wie wir Anfang 2019, da ist auch schon um die unter die Wohnung gegangen, da haben wir alles rausgerissen, weil dort 2 Kumpels von mir einziehen hätten sollen. Und mit denen hat man sich dann gekriegt und dann war dann die Baustelle da unten und dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe jetzt da habe ich noch aktiv, da habe ich noch selber den Plan verfolgt, dass ich jede Woche oder spätestens alle 1,5 Wochen, da ist jeden Sonntag und dann 1,5 Wochen später am Mittwoch, dann wieder 1,5 Wochen später am Sonntag, ein Video kommen. Über ein Jahr lang. Und da hat sich halt da so eingedüdelt. Das hätte ich vielleicht auch weitermachen sollen. Wer weiß, wie viele Abonnenten das wir dann zusammengebracht hätten. Wahrscheinlich mehrere, brauchen wir nicht schmerzen. Und dann gezwungenermaßen habe ich halt einfach nicht so viel Zeit gehabt. Für mindestens einmal 4 Wochen habe ich mir damals eingebaut, wenn nicht sogar 8. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, jetzt machen wir Gaming-Streams. Montag, Mittwoch und Freitag. Und da hat es dann angefangen, richtig zu eskalieren. Das habe ich halt auch nicht können sehen. Weil ich es halt nicht gewohnt war. Weil ich halt gewohnt war, ja, da wenn 50 Leute da sind, hey, wenn es 100 sind, wow, leck, Alter. Das war das Allergeilste. Ich habe sowieso schon immer Bock auf Gaming-Streams und ich glaube aber, die Community ist da noch einfach noch zu weit weg und so und die wollen von Gaming nichts wissen, Alter. Du hast im Prinzip vor das ganze letzte Jahr nur Videos über scheiß Leberkäse und Weißwürst gemacht. Die wollen die doch nicht beim Spein sehen. Ja, und dann eskaliert es halt komplett, Alter. Dann eskaliert es halt komplett. Das habe ich nicht können sehen. Und dann bin ich eigentlich dann 2019 ungewollt, ungeplant da gewesen, wo ich eigentlich immer hin wollte. Ich wollte eigentlich nicht bekannt werden mit dem Leberkäse-Scheiß, das ist aber halt einfach glücklicherweise passiert, sondern mit Gaming-Streams. Habe ich aber auch schon oft erzählt. Und jetzt sind wir halt da. Und haben wir die größte Mundart-Community, was Gaming-Streams betrifft, die es gibt. Immer noch. Auch wenn, in Anführungsstrichen, das musst du dir vorstellen, wenn ich mir her sitze und sage bei 850 Leuten, die jetzt gerade zuschauen, nur 850 Leute da sind, was ist denn das eigentlich? Wir waren mal 1500, war der oder das ganze Jahr eigentlich bis jetzt, war der Durchschnitt von 12 bis 1500. Vor allem in den DayZ-Streams, Resident Evil und so weiter. Brutal! Ich kann mir das überhaupt immer noch gar nicht vorstellen. Es sitzen da 1500 Leute daheim. Oder irgendwo. Und wahrscheinlich sogar noch mehrere, weil die schauen noch nicht allein. Und schauen mir beim Livestream zu. Ich check überhaupt gar nichts, Alter. Was ist das eigentlich? What the fuck? Ja, es ist für mich mein persönlicher Sechser im Lotto, das wollte ich immer machen, das ist das Allergeilste. Und weil vorher schon wieder irgendjemand im Stream geschrieben hat, wenn wir schon über so YouTube-Tipps reden und so weiter und so fort, ja, wir können dann ein Geld machen. Indem, dass man nicht drüber redet und nicht alles darauf auslegt und überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. Das passiert offensichtlich von ganz allein. Kalle Schwänzen! Schwitzt nicht wie eine Sau, schau mich an. Ekelhafter Bierger, pfui Teufel, da erinnert 58 Grad, Entschuldigung. Kirby, Deichsten-Chef, schöner Urlaub, wenn's noch so weit ist. Merci für die Unterhaltung immer. Herr Kalle Schwänzen, niemand braucht sich bei mir bedanken und ihr wisst es. Danke für den Drilling. Rotkopf-Steff, merci für den Euro. Was sagst du zu Icarus am 12. August? Schöner Urlaub. Kenn ich auch nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Der Krawattenfreund schreibt, ist bestimmt ein geiles Gefühl, oder? Natürlich ist es ein geiles Gefühl. Brauchen wir nicht rundum diskutieren. Ich meine, ich wollte das ja. Hab ich das nicht schon mal in einem Fragevideo oder sowas erzählt? Ich wollte ja immer mit irgendwas Besonderem, was nicht jeder macht und nicht jeder kann, bekannt werden. Und dass meine Talente offensichtlich im Livestream und Videos machen liegt, weiß ich, habe ich nicht gewusst. Und Musik offensichtlich auch, aber das haben sie ja nicht Sachen. Ja? Und es hat funktioniert. For fuck's sake, natürlich ist es ein geiles Gefühl, wenn das hier hat. Und am allermeisten darf es mir natürlich gefreien, wenn das noch so lang herhält wie möglich. Hoffentlich für immer. Die Generation Gamer, die so alt ist wie ich und noch älter, die gibt's nicht. Die wird gerade erst so alt, die mit dem Zeug aufgewachsen ist und groß geworden ist.
Das heißt, wir werden immer mehr Leute. Immer mehr. Der Bossman, was ist meine Meinung zu Windows 11? Braucht kein Mensch. Ganz einfach, Alter. Der Taran, hi Birger, kennst du einen Detox? Nein, ein bayerischer YouTuber, der es nie über 13.000 geschafft hat, aber auch mega lustig ist. Grüß aus Österreich. Dann hat es einfach nicht gelangt. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ohne jetzt da irgendjemand ich mag jetzt da keinen absagen, um Gottes Willen. Aber dann hat es halt nicht gelangt. Oder er hat dann mittendrin nicht mehr wollen, oder ich weiß es auch nicht. Aber ich hab, bevor das da alles angefangen hat, mit How to Leberkäse und den ganzen Scheiß, habe ich auch zwei Viral-Videos gehabt, wo ich eigentlich schon lange anfangen hätte können. Das war Bavarian Zap und das war Bavarian 300. Das waren die Synchro-Videos, was dann der Vollgerät im Prinzip verfeinert hat und dadurch groß geworden ist. Und da habe ich halt damals mehr gesoffen wie alles andere und war halt nicht so wichtig. Und hab's nicht, und hab halt auch nicht umrissen, was ich da draus machen hätte lassen. Und dann ist halt mit der Autoleberkäse wieder passiert. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Jetzt probierst du es. Und schaust, was passiert. Was passiert. Ja, und jetzt sitzen wir da. Und jetzt muss ich Sommerpause machen, weil ich sonst nicht mehr klarkomme auf mein Leben. Und ich kann literally nirgends mehr hingehen, ohne dass mir jemand kennt. Das geht nicht mehr. Da habe ich so bewusst drauf aufgepasst, die letzten 4-8 Wochen, egal ob beim Einkaufen, beim irgendwo fort, irgendwo im Biergarten, egal fucking wo, es ist jemand da, der entweder meinen Namen schreit oder untereinander dann redet und ich hör's, aber sie sich nicht hergetrauen und. Unmöglich. Und ich check's einfach nicht. Weil ich check's einfach nicht. Warum das so ist. Hey, Alter, just mercy, Alter, Tommy, mercy, Person, Alter. Tommy, mercy dir. Jetzt chillt's. Maxi, wie wär's mal mit Just Cause? Ja, habe ich auch schon ein paar Mal überlegt. Ich hoffe, da auf neue Teile. Also nach der Sommerpause brauchen wir uns keinerlei Gedanken machen darüber, was wir spielen, weil genug Spiele da sind. Special Streams, so dass ich jetzt auf einmal bezeichnen. Horror Oktober und. Da brauchen wir uns nicht wieder. Smikey, der Chef, bin jetzt da. Salzburg hat 2-1 gewonnen. Was schaust du da auf? Das ist kein Fußball. In keinem Fußball der Welt gewinnt Salzburg gegen Barcelona 2-1. Also gegen die F-Jugend vielleicht. Smikey, merci dir. So. Sunny Side of Life schreibt: Hey Birger, wenn du woanders wohnen könntest, wo wäre das und warum? Schön, oder? Ich mag nicht woanders wohnen. Aus! Ich mag nicht woanders wohnen. Glaube ich. Ich weiß ja nicht wo. Keine Ahnung. Ich möchte daheim wohnen, ja? Ich wohne daheim, passt. Ab nach Nordkorea. Das Rodskit schreibt: Was darfst du noch machen, wenn es hergänger zu dir und daten sagen, geh, Bürger, mach mal schnell ein Beutel? Dann sag ich, Alter, dann gebe ich ihm ein High Five und sag, hast du mit deinem Handy. Und währenddessen er versucht, mit seinen zitternden Händen so ein Foto zu machen, bis es nämlich alle deren, wo ich mir denke, so soll ich das Handy vielleicht halten. Und dann fangen sie das Loch an und dann hören sie zum Zielen auf und dann kommt der Battle zustande. Ihr braucht sich doch keinen in die Hosen scheißen, das habe ich schon 100-mal gesagt. Ihr braucht sich kein Mensch in die Hose zu kacken, dass er sagt, hey, Alter, können wir schnell ein Foto machen, das war der Wahnsinn. Falle, hast du mit dem Handy? Viel peinlicher ist, wenn einfach jemand zu mir herkommt, so. Hab ich die Ehre. Ja, hab ich die Ehre. Und dann steh ich da. Kommt jetzt da noch irgendwas oder keine Ahnung, oder, weiß ich nicht, soll jetzt einen Affenmann machen oder was? Ich weiß jetzt nicht, was der Plan ist. Teschelbuhr, Servus Bier, kannst du mir Formel 1? Weil ich bin absolut kein Formel 1-Fan und auch kein Rennspiele-Fan. Just Cause, Alter. Just Cause, Just Mercy, Alter. Bussi aufs Nussi, Tommy. Bussi aufs Nussi, Teschelbuhr. Leute, jetzt chillt's einmal. Was sagst du zum Grünzinger-Song? Meine allgemeine Meinung zum Grünzinger, glaube ich, die kennt's. Ich hab nicht angehört, keine Ahnung. Aber war klar, dass irgendjemand mit dem ein Lied macht. Sehr klar. Weil wahrscheinlich kriegt er von den Tantiemen 2% und lässt sie. Weiß nicht, was es ist. Naja.
Der Oberpfälzer-Port schreibt, wenn du mir über den Weg laufst, Bürger, da hast du Bier, mach weiter so. Ja, weißt du, wenn irgendjemand was sagt zu mir, das ist seltsam, das ist ein bisschen cringy. Ja, kommt der mir, hey, servus, Bürger. Ja, hab ich die Ehre. Und dann steht er da und schaut mich an. Ich weiß ja nicht, was ist die Erwartungshaltung? Ich weiß nicht, was soll ich machen? Soll ich klatschen? Soll ich anschreien? Keine Ahnung. Wenn ich dich mal sehen sollte, dann schrei ich Franziska! Und dann schrei ich, wo ist der Heisel? Dann haben alle was davon. Dann gehen wir einfach weiter, als wäre nichts passiert. Scheiße, der Christian zurück, ja. Ja, ich weiß nicht, was manchmal die Leute meinen, ohne Scheiß. Letztes Mal, neuer Arbeitskollege, telefoniert, erst gestern. Hat da gewechselt. Hat er nochmal mit denen telefoniert da dort. Und dann war irgendwann am Telefon und hat gesagt, Alter, die sagen das wirklich. Da hab ich gesagt, wie, die sagen das wirklich, Locht, der ist ein bisschen älter wie ich. Er ist sogar 10 Jahre älter wie ich, ist wurscht. Locht, die sagen das wirklich. Ich sag, was sagen sie wirklich? Ja, da habe ich mit ihr telefoniert und dann hat sie mich ganz vorsichtig gefragt so, hey, du arbeitest doch jetzt da, wo dieser YouTube-Star arbeitet, oder? Dann ist jetzt da und ich gesagt, YouTube-Star, seid ihr alle nicht ganz sauber? Was? Keine Ahnung. Das, was Sam Crowwife jetzt schreibt, das stimmt. Das ist das, wo ich mich einigermaßen in diese Richtung trimmen kann, dass ich einigermaßen nachvollziehen kann, was in die Kipp von den Leuten los ist. Sam Crowwife schreibt, versetz dich in die Lage, bei wem war es dir in deiner Jugend so gegangen? Das sind Vergleiche, die ich jetzt da rausbringen muss, wo jetzt mit Sicherheit der eine oder andere ich schreit scheiß Mercy! Tomi, jetzt halt tut der mal. Tomi, merci dir. Bei mir war das, ich hab auch meine, wo ich Fanboy war, gehabt. Ja? Nehmen wir mal Limp Bizkit. Das war, glaube ich, die krasseste Fanboy-Zeit meines Lebens. Was ich Limp Bizkit gefeiert habe mit so 2001, 2 und 3, kannst du dir nicht vorstellen. Dabei, aber das ist ein ganz anderes Level, ja? Das sind Weltstars. Ich bin der fucking Bürger aus fucking Niederbayern. Who the fuck cares? Kein Menschen interessiert das! Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Es gibt keinen, der so auf einem ähnlichen Level wie ich bekannt ist, sag jetzt einmal, wobei ich das selber noch nicht einmal realisiert habe, auf was für einem Level dass ich bekannt bin, ich habe doch keine Ahnung, wo man dann als Ziel dann anfängt, wenn man mit dem ein Battle macht. Das ist halt... Keine Ahnung. Aber ja, ich kann es noch oft genug sagen. Scheißzeug doch nicht in den Hosen, meinst du, dass ich euch schlag oder was meinst du, was passiert? Natürlich kann man ein wenig aufgeregt sein. Chillt, fragt einfach und aus. Und wenn ich gerade keinen Bock nicht hab, dann sag ich's dir schon. Servus, kennst du den Max Grünzinger? Ein YouTube-Star Max... Nein, das YouTube-Phänomen Max Grünzinger. Nichts gegen Grünzinger Max, lasst den armen Teufel in Ruhe, weil der, glaube ich, gar nicht umreißt, was da los ist. Mist, das hätte Wampe heißen sollen. Was? Der Mescalin hat was geschrieben. Das sag ich leider nicht mehr. Doch, da, den musst auch die Watten kraulen. Die Wampen kraulen. Das war eigentlich schon lustig. Servus! Hey, servus, Bürger! Servus! Dann zirpen die Grille. Peinliches Schweigen. 10 Sekunden. Dann gehe ich einfach hier und streichen am Bauch. Dann sperren sie mir wahrscheinlich eine sexuelle Belästigung in der heutigen Tag. Weißt du ja. Zweifel schreibt, ich wüsste selber nicht, wenn wir uns heute zufällig treffen daten, wie ich reagieren darf. Wahrscheinlich daten wir beide Loherbezau. Ja, daten wir wahrscheinlich auch. Ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr miteinander, zum Beispiel im Discord zum Tor, wie mit den meisten da herin. Da ist vielleicht ein bisschen was anderes. Steffi schreibt, aber für dich war es doch auch komisch, wie du mit dem Erkan geredet hast, oder? Ich hab nicht mit ihm geredet. Das ist einmal das Erste. Ich hab ihm bloß zugeschaut und ich hatte drauf. Ja, da hast du schon nicht ganz unrecht. Hast nicht ganz unrecht. Das ist ein guter Vergleich. Zumindest in der jetzigen Zeit, was ein Bekanntheitslevel vielleicht betrifft. Vor 20 Jahren war das was anderes gewesen. Da waren die deutschlandweit so krass bekannt, dass du einen Vogel kriegst. Der mit dem Schnitzel tanzt! Den hab ich mir erst angeschaut. Der mit dem Wolf tanzt. Meisterwerk von Film. Tippfausse! Da, mein Brusthaar, das muss klar. Merci für dein 15. Jetzt auf jetzt mit der Donaterei. Kruzifix. Dankeschön. Tom Whisky! Da hast der Mac, schön Urlaub. Hashtag Almosen den Beinlosen. Hashtag toss a coin to your Bürger. Merci dir, Tom Whisky. Pussy aufs Nussi. Und mit dem Schnitzeltanz, merci, Herz bitte auf mit den großen Beträgen jetzt. Es reicht jetzt. Pussy. Der Flugbison schreibt.
Ich glaube, wenn ich die sehen würde, wäre meine größte Angst, dass du sonst, wenn ich die noch am... Was? Dass du nein sagst, wenn ich die noch am Foto frage. Aber das ist was, das musst du generell einmal vor Augen führen. Das ist jetzt nicht bloß, wenn mich jemand fragt, sondern generell. Angenommen, du fragst mich, hey, pack auf ein Foto. Und dann sage ich, nein, jetzt gerade nicht. Und dann? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, schade. Ja, schade. Aber verstehe ich. Keine Grante, keine... Sagst du, okay, passt schon. Aber nee. Was passiert? Und ich werde nie Nein sagen. Das ist noch das Nächste. Ich werde niemals Nein sagen. Oder was für ein arroganter Hurensohn bin ich dann, wenn ich sage oder Nein. Außer du bist halt wirklich, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwo und habe gerade irgendwie situationsbedingt, das geht gerade nicht. Keine Ahnung. Und dann, keine Ahnung. Ja. So, Themawechsel! Nicht den ganzen Tag von mir schmerzen, langweilig. Challenge accepted! Jetzt muss ich erst mal rauchen und was trinken. Währenddessen drückt sie auf Like. Einfach, weil wir es kennen. Oh, da sehe ich schon Hashtag Monte, dann bist Monte und so weiter und so weiter. Macht der Monte keine. Ganz ehrlich, der Monte ist auf einem ganz anderen Level an Bekanntheit. Ja? Der muss sich das wahrscheinlich erlauben, dass er keine Fotos nicht macht. Der, wenn irgendwo auf die Straße rausgeht, dann hat er ein Problem. Und wenn der da anfängt Fotos, der macht mit Sicherheit auch Fotos, aber halt nicht immer. Dem gelangt es halt auch irgendwann einmal. Bei mir ist es auch so, egal wo ich hingehe, mich kennt irgendwo jemand. Ja? Aber ich gehe halt auch nicht mehr so unfassbar viel fort. Nicht wegen dem, sondern weil ich halt einfach nicht mehr 20 bin. Ich glaub wirklich, mit 20 hätte ich das gefeiert, wenn ich zum Beispiel in die Discos unterwegs war und war so bekannt wie jetzt gerade. Ich glaube, dann hätte ich High Life gehabt die ganze Zeit in die Discos drin. Das war sicher lustig gewesen. Oder beim Fortgehen auf die Bauernfestel und so weiter. Aber jetzt ist es einfach anders. Da mag ich ja schon gar nicht mehr auf ein Bauernfestel gehen. Warum? Weil ich der Veranstaltungsälteste war. Ganz einfach. So, jetzt muss ich mal trinken. So. Der Irrsinwriter schreibt, ich weiß noch, als wir damals mit der Band unsere erste EP rausgebracht haben und auf einmal Leute kamen, die das Ding unterschrieben haben wollten. Genau, das war auch bei mir der Punkt. 2018 in dieser Comic-Con im Fan-Treffen, wo es mir wirklich einen Schädel zerrissen hat, wie viele Leute das da gekommen haben. Da war ich fast durchgedreht. Extrem an Locht, weil ich ein Cola-Glasel von Mackie hab. Hat irgendjemand andere Glasel als die von Mackie? Da brauchst du mir du nichts erzählen, dass du kein Mackie-Glasel daheim hast. Schulze, Liebe! Das Geilste war, wenn deine Lieder in der Disco mal gespielt werden dann. Ja, dafür müssen wir erstmal eine Disco aufmachen wieder. Replay! Servus Birger, gibt's mal ein Fan-Treffen? Gute Frage, weiß ich noch nicht. Irgendwann vielleicht. Ikea-Glasel FTW. Für was denn? Für was denn, wenn sie es beim Mackie nachwerfen? In der Ü30-Disco macht man mal ein Fan-Treffen, das wird gut. Und ich lasse einen Türsteher, lasse einen Ausweis kontrollieren, wer U30 ist, kommt nicht rein. Das ist das beste Fest, Leute. So, können wir uns über was anderes auch noch unterhalten? Ich weiß nicht, schon wieder nein, Kruzifix. Ich gehe nicht gern zu McDonalds. Ich auch nicht mehr. Weißt du, wie lange ich die Glasel habe? Ich glaube, ich habe ungefähr 15, also von den Glasel, die glaube ich habe ich teilweise seit über 15 Jahren. Hey, also bei mir daheim gibt es keine Glasel als von Mackie. Sechst du das? Der Tobi ist ein ehrlicher Teufel. Da steht's. Da steht der Tobi. Was ist eigentlich mit der Radeltour? Weiß ich noch nicht. Mal abwarten, ob ich meine Motivation dem Laufen gegenüber aufrechterhalten kann. Das Laufen hat sich jetzt halt, in der letzten Woche bin ich einmal beim Laufen gewesen bloß, ansonsten war ich immer dreimal, weil ich halt die untere Wohnung herrichte. Und da der mal taxen und mein ganzer Körper so massiv weh, die ganze Zeit aufstehe. Ich habe einen Bohnen eingelegt, den ganzen Mist. Das Zeug alles allein runtergetragen, ich habe alles allein gemacht. Ja doch, ich habe alles allein gemacht, alles. Die Bürgerin hat mir ein bisschen beim Putzen geholfen, die hat im Schlaf ein bisschen zusammengesaugt und Fenster putzt ein wenig und Scheiß in Klump. Aber den ganzen Handwerker-Scheiß habe ich gemacht, für das ist echt gut geworden. Behauptet jetzt einfach mal von mir selber. Und dann da ich sagen, muss ich nicht laufen, weil ich meine Haxen nicht spüre. Ich schreie dann erstmal Rettungsfutzen!
Ist auch in Ordnung. Ah, dann weiß ich gleich, okay, ist es ein wirklicher Fan, der kennt wenigstens auch irgendwas von dir, passt. Maxi, beim Fan-Treffen wäre ich dabei. Ja, ich hab das Gefühl, da haben mittlerweile ein paar mehrere dabei. Ich hab noch 10 Glasel von den 90er Jahren. Sie haben wir auch noch. Der Matthias schreibt, ich wollte heute eigentlich Sport machen, jetzt schaue ich dir zu. Oft einmal schlecht. Ich hab nicht abgewogen, ja? Meine Laufschuhe stehen da und so weiter. Ich tue schon noch weiter. Und das ist halt die Grundvoraussetzung, also eine Grundsubstanz an Muskulatur und Ausdauer in der Lunge, dass ich diese Radtour überhaupt irgendwie in Erwägung ziehen kann. Und wenn, dann gibt es die sowieso allerfrühestens nächstes Jahr im Sommer oder nur ein Jahr später. Schauen wir mal. Vogel! Ist mir auch schon passiert. Vor jemand mit dem Auto vorbei schreit Vogel aus. Ist auch schon vorgekommen. Was ist denn eigentlich, wenn einer ein Foto mit einem iPhone machen möchte? Dann hau ich ihm, währenddessen ein Selfie machen möchte, hau ich ihm das Handy aus der hinten und laufe davon. Bei solchen Baustellen musst du alle Dinge, ein Blinder wäre froh, wenn er singen darf. Das ist ein toller Tipp, Mr. GSI Champ. Ich kann nicht laufen gehen, weil es bei uns regnet. Muscle gehabt. Ah, das geht gerade, Patrick. Die Mari 94. Die Mama hat mir beim Auszug meine 30 Mäckiglasel geschenkt. da hat's deine Mäckiglasel geschenkt. Ja, jeder hat Mäckiglasel. Machst du mal ein How-to-Bauwagen oder Hütten? Das habe ich untergebracht in How-to-Wochenende. Schau dir das einmal an. Was? Pamela Reif und der Birger. Ich weiß nicht, wer Pamela Reif ist. Geht der Modellflieger noch? Nein. Du meinst den, der da einer steht, gell? Nein, der wird jetzt dann wahrscheinlich wohl oder übel ausschlachten. Also Servos außer da und den ganzen Kass. Das Fahrwerk und Gelenker von die, weiß nicht, wie man das nennt, die waren die Servos-Drohhand für die Flügel und so weiter. Und dann werde ich ihn wahrscheinlich auf den Müll befördern, leider Gottes. Der ist nicht mehr zum Retten. Jetzt ist man, seitdem er da umeinander steht, ist mir jetzt hinten noch ein Leitwerk abgebrochen. Und das Querruder ist mir abgebrochen. Press F für unser Lieblingscorsair. Sie ist genau einmal geflogen. Einmal. Und dann ist es halt im Keller langsam zugrunde gegangen. Press F, ich rauche dabei. Batman, du wärst loher. Magst du mal eine LAN-Party in der Stadthalle anrichten, so als Fan-Treffen? Habe ich schon mal drüber nachdenken, also, so ist es nicht. Wir hätten ein Land auch stark genug das Internet, wo wir das machen könnten. LAN-Party in Landau in der Stadthalle. Wie viele Leute werden da einige? 100? 150? LAN-Party geht übrigens nur mit Röhrenmonitor, das ist richtig. Was ist eine LAN-Party? Mr. Lonely 86, glaube ich nicht. Mit dem 86-Kind drauf, wenn das der Jahrgang ist, glaube ich nicht, dass du nicht weißt, was eine LAN-Party ist. Tickets versteigern für den Tierschutz. Habe ich auch schon überlegt, das habe ich sogar schon mehrmals überlegt, ob ich mir eine Aktion als Aushängeschild mache. Aber halt eben nicht als Aushängeschild mache, sondern halt so eine Aktion halt mache. Aber da ich das sehr ungern tue, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, warum ich das nicht gern tue. Weißt du eh. Heutzutage wird es eher WLAN-Party. Das stimmt. Bin nur LAN-Party dabei, bla LS22. Alter, was stellt na da die Klima? Ja, da stirbst du da drin wahrscheinlich. Ich kann nicht einschätzen, was das kostet, was das ein Aufwand ist. Das kann ich nicht allein feststellen. Wir sind in diesem Monat. Da brauche ich einen Veranstalter, der mir das alles aufbaut und die ganze Technik zur Verfügung stellt, den ganzen Scheiß. Kostet einen Haufen Geld. Und am Schluss kommen die Leute bloß, kaufen sich ein Ticket und einen Platz, weil sie mich sehen möchten und gehen dann. Und dann haben wir eine LAN-Party mit 20 Leuten drin. Letzte LAN-Party habe ich 2007 mitgemacht. Sonntag heim. Montag zum Bund für 2 Jahre. Hört sich gut an. Wer ist dieser LAN und warum macht er so viele Partys? Er Witz aus den 90er. Kann man seinen eigenen PC mitnehmen? Man muss seinen eigenen PC mitnehmen, ihr Zipfen! Aber nur mit Ventilatoren. Ja, das gebe ich dann als Tipp mit. Nehmt mal ein paar Ventilatoren mit, sonst kriegen wir ein Problem. Was meinst du, was wir da an Strom ausballern? War lecker. LAN-Party geht nur mit Tetrinet und Soldat. Richtig, sprenge halt Ahnung. Und mit Blobby-Wolli. Würde sowas auch mit 24K machen? Was?
Die Frage ist, was zockt man dann mit 100 Leuten? Unterschiedlich, kann jeder spielen, was er möchte. So typische LAN-Spiele bei mir waren Counter-Strike natürlich, Warcraft 3, StarCraft 2, vielleicht kann man sogar ein Call of Duty Turnier ausrichten, also Turniere halt ausrichten, auch, Teams ummelden und so weiter und so fort. Vielleicht Warzone sogar, ja, aber da brauchen wir alle Internet. Da gibt es kein Local nicht. Und zum Pornos ziehen war auf alle Fälle LAN-Party immer gut, ja. Aber das ist so ein Problem, was sich mittlerweile auch erledigt. Wer zieht auf LAN-Partys, wer darf denn da Pornos ziehen? Nur Blöde. Ich habe ein Problem, ich hab Bock zu zocken, aber nichts zu zocken. Hilfe, das glaube ich doch nicht. Mit Minga TV, ich möchte wetten, dass deine Steam-Bibliothek mindestens 200 Spiele beinhaltet. Der Irrsinn Rainer schreibt, und ganz wichtig, immer einen Ordner haben, der Arsch heißt, damit man rufen kann, schieb's mir in den Arsch. Den habe ich nicht kennt, das haben wir mir nicht da. Da schließen sie erstmal wieder in Landshut an Mailand nicht. Ja, ich glaube auch. Ah, er hat Pornos gesagt. Ja, es war schon lustig, Alter. Sandwich, Toast und Eistee, 24/7. Ja, und ich glaube, das Gattopado und die 2-3 Restaurants direkt daneben, die machen ja einen Umsatz ihres Lebens. Die machen so viel Pizzas an dem Wochenende wie im ganzen Monat. Ja, das war schon geil. Das war wirklich geil. Eine LAN-Party war wirklich geil. Aber das zum Organisieren, Alter, da habe ich halt keine Ahnung. Da muss ich mal, vielleicht muss ich da mal mit dem Bürgermeister schmerzen. Den ich halt tatsächlich persönlich kenne. Das darf halt möglich machen. Was kostet es zu mieten ein Wochenende lang und. Wie wird der Strom abgerechnet, der ganze Mist. Also das ist schon das war sehr realistisch, wenn wir das dort hatten. Ja, und natürlich streamen wir von da aus, 24/7. Also da machen wir einen 24-Stunden-Stream, da stellen wir Kamera irgendwo in den Seck auf und los geht's. Und dann übertragen wir die Turnierspiele per Streamer. Oh, leck, das wird so krass. Ich brauche halt mindestens schon einmal 5 Leute. Ich brauche Moderatoren, ich brauche was weiß ich, was alles sehen. Wo sollen die Leute alle hergehen? Kann ich alles allein machen? Allein schon, was wir da an Alkohol brauchen für die ganze Stadthalle. Das ist was ich verbieten müsste. Alkohol war verboten. Weil ich hab da keinen Bock, dass da irgendwelche Psuffernaffen umeinander rennen. Das nächste Problem ist auch, wo schlafen die Leute? Wir haben ja nicht so viele Gaststätten bei uns in Landau. Ich weiß, dass es durchaus möglich ist, auf Pizzaschachteln unter dem Tisch zum Schlafen. Ja, war nicht das erste Mal und eine Tastatur als Kissen herzunehmen. Ist mir schon klar. Aber kann nicht jeder eine Matratzen mitnehmen. Der Jack Gecko. Netzwerktechnik für 200 Leute hätten wir da. Und bin aus dem LKDGF. Also, wann geht's los? sollen wir da mal... Da muss ich mir nachdenken. Das muss ich mir mal zusammenschreiben, was wir da alles brauchen. Mal einen Herrn Kohlmeier anschreiben, also unseren Bürgermeister. Ich weiß ja gar nicht, an wen ich mich überhaupt wenden muss, also, in Bezug auf die Stadthalle, wen ich da, ob ich überhaupt darf, was das kostet und so weiter. Dann braucht ihr Internetseiten, wo man sich anmelden kann, wo man sich einen Platz reservieren kann, mit Sitzplatzding und was weiß ich, was alles. Ja, es wird nicht ganz einfach, aber es war natürlich geil. Ja, da war ich all in, Alter. Da war ich all in. Wer auf der Line einschläft, der kriegt sowieso, der fliegt oder kriegt Prügel. Bayer Martin, merci dir für den Zwickel. Quasi Bürgermeister beim Bürgermeister. Ah! Ja, quasi. Ordnungsamt normalerweise, weil Veranstaltung. Ja, klar. Also, ja, natürlich auch, aber irgendwo bei uns in der Stadtverwaltung halt wahrscheinlich. Irgendwo. Ansprechpartner Kulturamt der Stadt Landau an der Isar. Telefon, E-Mail, Kulturamt der Landau. Ja, Mr. Mesh, gut, dass ich euch hab. Da hätte ich schon rausfinden. Aber das Jahr sowieso nicht. Warum? Weil der Corona-Sepp da ist. Ja, dann bin ich verantwortlich, wenn da drin irgendein scheiß Virus-Scheiß ausbricht und was. Na, Leute, das tue ich mir nicht an. Nächstes Jahr im Winter. Wer schläft, wird angemalt. Anderl Klinke, stimmt. Hey Birger, warst du schon mal in Osttirol? Nein. Ja, nein. Nur für Geimpfte. Ja, bla, darf ich selber nicht kommen. Dumm gelaufen.
Ich sag schon, gehen wir Großbrand mehrere hundert PCs abbrennt. Ja, ehrlich gesagt auch. Das war die perfekte Location. Da ist die Schule daneben, da haben ein Haufen Parkplätze, da ist eine Tiefgarage daneben. Also wirklich, Luftlinie 50 Meter ist Tiefgarage daneben. Da kann man sein PC-Zeug umtragen, ohne dass es viel feit. Keine Ahnung. Boah, das zum Organisieren wird hardcore. Das wird hardcore. Vor allem brauche ich da Leute, die das vielleicht sogar schon mal gemacht haben. Ja, da unterhalten wir uns einmal. Das ist eine richtig gute Idee. Eine richtig gute und noch eine viel realistischere Idee wie Radltour. Aber warum nicht beides? Warte, wir haben in Landau eine Tiefgarage, ja, oder 4 oder 5. So eine schöne Retro-LAN-Party nur mit alten Spielen. Ja, da überlegen wir uns dann, was für Spiele, was für Turniere und so weiter und so fort. Und man muss ja ein halbes Jahr vorher mindestens, muss man sich anmelden können, man muss sich das Ticket kaufen können, für einen Platz halt. Und ich schätze mal, dass in der Stadthalle, wenn das alles mit Tisch vollgesteckt ist und so weiter, dass das wahrscheinlich, dass 150 Leute gingen. Da ist sogar so eine richtig schöne Bühne, da kann man dann der Mods der Veranstaltung, also die Helfer und so weiter, wo auch ich dann auch ein bisschen abgeschottet bin von unten, und wo eine Reihe mit PCs steht vielleicht, wo die Streamer sitzen, irgendwie so, das war eigentlich schon ganz geil. Tumult in Landau, okay, wir gehen auf die Barrikaden nach Internetausfall, ja, das kann passieren. Wir haben in Landau eine 2500er Leitung, das weiß ich, die steht allen zur Verfügung. Die Frage ist halt, vielleicht haben wir ja in der Stadt sogar ein wenig mehrere, vielleicht waren so gescheit, weiß ich nicht. Live-Donaten, alle schmeißen Geld auf die Bühne und BHs. Ja, das war schon geil. Das war schon geil. Die Bühne ist dann nicht dafür da, dass ich einen Affenmann da vorne mache. Ich meine, natürlich werde ich mich da einmal hinstellen und einmal in den Haufen reinblähen und sagen, Leute, wer schleudert, ist drin. und überhaupt sowieso. Das Ganze ist natürlich ab 18, ist eh klar. Und Alkohol wird verboten. Ja. Aus. Das waren so die einzigen Regeln. Dein eigener PC musst du mitnehmen, maximal Ohren. Und ja. Ein Handpanzerturnier. Jetzt, Birger, lass einmal die Kartussen auf dem Boden, das wird nichts, keiner, und ja, und auch du nicht, hat Bock, das zu organisieren. Tu dich mal nicht täuschen. Ja, Hardcore! Die und der Birger kriegen einen kleinen schönen Urlaub und lass es euch gut gehen, egal bis wieder wird. Bevor ich es vergiss, später LOL. Kriegst die rotköpfige Rakete. Bussi aufs Nussi, 0 km/h Urlaubsbürger. Boah, leck, ich bin so der minus 5 km. Im Urlaub fahre ich rückwärts, Alter. Hardcore, merci für den 15er. Bussi auf die Nussi. Mr. Mesh schreibt, 300 € kostet die Stadthalle komplett für gewerbliche Nutzung. Da die sponsoren. Die musst nicht du sponsoren. Hast du heute schon mal im Stream dazu geschaut? Die Leute sponsoren das. Das soll ich, das ist eh klar. Ja gut. Ich muss mir das einmal aufschreiben und ich wüsste da ein, zwei Leute, die mir da sicher helfen, die ich persönlich jetzt kenne. Dann finde ich sicher irgendwo in der Community Leute, die schon länger dabei sind und vertrauenswürdig sind, die mir da vielleicht helfen können und nicht zu weit weg wohnen. GTA sucht die! Vom Upload-Filter-Set merkt man aber auch noch gar nichts. Das ist richtig. Also wirklich absolut gar nichts. Ich habe Videos aufgeladen am Sonntag, gestern. Upload-Filter wo? Er ist wirklich nicht da. Ist aber auch gut. Ist wirklich gut. So, Leute, Dankeschön. GTA, Mr. Hardcore, Dankeschön, Bussi aufs Nussi. Röse jetzt mit Donations. Hey, vor allem ist warum mir das mit der LAN-Party so stickt, ist, es war eine Art Fan-Treffen. Es hat ein bisschen einen faden Beigeschmack, weil das was kosten wird. Ja, meine Themen, was das kostet, ich muss den Strom zahlen, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Aber dass es halt plus minus null da irgendwie rausgeht. Es ist ein bisschen Fan-Treffen, aber du kommst halt da bloß rein, wenn du einen Platz hast. Birger, du hast einen Fussel im Bad, das sieht man am 4K-Fernseher blöd aus. Den hab ich gerade rausgekehrt, oder? Habe ich den nicht gerade rausgekehrt? Ich hab ihn nämlich auch gerade gesehen. Fussel im Bad. Mein ganzer Bord ist auch ein Fussel, Alter. Oberpfälzer Bord, merci dir. Colin! Ich habe einen großen Sprinter mit 5 Plätzen, der von Rosenheim weg Taxi machen.
Oh, schon eine Stunde, was habe ich denn verpasst? Fokus, Phil! Alles! Jetzt haben wir schon 2. Weißt du, ich möchte ja auch irgendwo ein Fan-Treffen machen. Ja? Ich möchte ja das auch machen, weil so viele Leute immer danach gefragt haben, bis ich es 5000 Mal Nein gesagt habe und dann hat nie wieder jemand gefragt. Aber weil ich mich halt einfach nicht bloß da hinstellen möchte und mir dann vorkommen wie die Obernutte, so, jetzt bin ich da, ich unterschreibe jetzt da auf einem Kartal und dann der nächste Bütchen, sondern dass man halt was Besonderes da draus macht. Radeltour, LAN-Party, whatever. Und am besten halt so, dass ich halt selber auch noch spielen kann. Das war halt auch toll. Sonst, ich mag halt da auch nicht ein Wochenende nur umeinander reisen und mich um jeden Scheiß kümmern, sondern ich mag das Zeug aufbauen, stellt jeder seinen PC hin, dann mache ich eine Ansage mit fucking Megafon auf der Bühne um und dann wird gezockt, Alter, weil was anderes haben wir nicht gekommen. Und natürlich gehe ich mal umeinander und rede mit den Leuten und schau zu und so. War schon geil. Parallel dazu 24-Stunden-Stream von einem PC aus laufen lassen, wo man Tale sägt die ganze Zeit. Und wenn halt irgendwelche Spiele für Turniere sind und so weiter, das war super awesome. Das war super geil. Super geil. Ja, das Frau Semkrau, das glaube ich halt auch, dass die 150 Dinger gleich weg sind. Ich fürchte halt auch. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, was dann so eine Eintrittskarten kosten kann. Ich weiß es nicht. Vor allem das größte Problem wird, zum irgendwie berechnen, wie viel Strom wir da brauchen werden. 150 mal 700 Watt Netzteil, das von Freitag Mittag bis Sonntag Mittag läuft. So kann man es wahrscheinlich irgendwie berechnen, keine Ahnung. Der Strom kostet nichts in der Halle. Das glaube ich nicht. Bei Konzerten vielleicht nicht, nein. Aber wenn da 150 oder 170 PCs stehen, dann schon. Mit 700 Watt bis 1000 Watt Netzteilen, dann schon. Strom 100 Euro pauschal, also nix. Ist der Ernst? Haben die da Stühle und Tisch drin? Mit Sicherheit, oder? Die müssen doch da Stühle und Tische zur Verfügung haben. Wo kriegen wir die 10.000 Steckdosen her? Das heißt, das muss ja jeder selber mitnehmen. Das heißt, wir müssen 150 Steckdosen irgendwie zusammenkriegen. Und eine Mehrfachsteckdosen muss sich jeder selber mitnehmen. Heißt, man braucht eine Art Checkliste für jeden, der kommt, was er selber mitnehmen muss. Da brauchst du ja auch schon wieder eine gewisse Performance pro PC, dass OBS auf alle gescheit läuft. Ja, Extreme wird von einem Haupt-PC aus, von meinem meinetwegen, keine Ahnung, oder von einem extra PC. Und der schaut halt als Spectator in die Spiele zu. Ja? Also da muss der PC, wo gezockt wird drauf, muss da nicht irgendwas machen. Dann war es natürlich geil, wenn wir Preise hätten, ja, für den ersten, zweiten und dritten im Counter-Strike 5 gegen 5, StarCraft 1 gegen 1, 2 gegen 2, Warcraft 1 gegen 1, 2 gegen 2 und alles, was uns halt da... Oh, das war so gut, Alter. Woher weißt du, dass das in Landau 100 Euro kostet? Steht das irgendwo offiziell? Weiß ich nicht, ich habe mich ja noch nie damit auseinandergesetzt, keine Ahnung. Das müssen wir mal halt schauen, wie groß das ist. Weißt du, da gibt es ja Klos und so weiter, dann brauchen wir eine Klofrau. Wo ist denn der Michi? Wo ist denn der Michi aus dem Discord? Macht die Klofrau. File-User Thomas macht Downloads, Miet- und Benutzungsordnung PDF. This is not how it works. Herr Mach. ZGB! Fang gleich an zum Aufschreiben. Ansonsten, Erdinger Stadthalle, mein Freund arbeitet in der Eventplanung. Hört sich auch nicht so schlecht an. Merci Leon, merci Zirngibi. Da fange ich jetzt nicht währenddessen. Wenn wir das machen, dann machen wir wirklich miteinander einen extra Stream, wo wir das Ding planen. Wenn sich dieser Corona-Scheiß legt, ist es massiv realistisch, dass wir das tun. Das tun wir, Alter. Und dann, keine Ahnung, muss man sich halt überlegen, keine Ahnung, was man nur so sicherheitstechnisch braucht. Braucht man eine Art Türsteher? Braucht man... Ja, eigentlich schon. Wir brauchen halt eigentlich immer jemanden rund um die Uhr, der da ist. Ich muss mich halt darauf verlassen können, dass die Leute dann nicht um 2 in der Früh, wenn vielleicht wirklich die Hälfte einmal schläft,
Ich muss ja auch mal schlafen, ich kann nicht mehr durchmachen, das geht nicht. Ich bin dann auch einmal von 1 in der Früh oder 2 in der Früh bis am nächsten Tag um 8, 9 in der Früh nicht da. Ja, du brauchst alles. Türsteher brauchst. Ja, und da muss man einfach schauen, was das kostet. Man muss einfach schauen, was das alles miteinander kostet. Und dann, daraus ergibt sich, was so ein Platz kostet. Aus. Bei uns auf der Ü30 sind auch Sanitäter anwesend. Gut, durchgehend Sanitäter, glaube ich, brauchen wir nicht, weil wir mir da drin nichts extern außer sitzen. Aber in 5 Sekunden ist ein Sanitäter angerufen, wenn es wirklich ist. Security ist nicht so unwichtig, vor allem in der Nacht. Hier, Ansprechpartner für Security. Ja, wir haben ja alles in der Ding. Wir haben ja doch alles im Stream herin. Was möchtest du denn? Was möchtest du? Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen. Das ist wirklich, das ist gar nicht so, das kriegen wir schon hin. Weißt du, wenn wir das machen werden? Für die Leute, die sich dafür interessieren, kommt mal ins Discord. Ganz wichtig. Vielleicht machen wir dann so ein Open Google-Dokument, da wo wir alles reinschreiben, was wir brauchen. Was kostet und so weiter und so fort. Ja, das hört sich gut, Alter. Birger Games, 2 gehen rein, einer geht raus. Der Pro-Gamer kommt raus. Landkreis Kelheim, 100 Leute, keine Auflagen. Ja, jetzt. Da reden wir nochmal im Oktober dann. Ein Brainstorming-Platz brauchst. Ja, für das gibt es einen Gaming-Schmerz im Discord. Da machen wir einen Thread auf, für das gibt es die Funktion LAN-Party. Und dann sehen wir schon, wie realistisch das ist. Das wird gut. Aber bei einer gewissen Teilnehmerzahl brauchst du schon einen Sunny. Dann unterschreibt man der dauerhaft da ist. Aber doch nicht bei 150 Leuten. Ich war mit Sicherheit schon auf LAN-Partys mit mehr als 150 Leuten, da war kein Sunny. Superchat! Sag ich da, von Batman! Stell dir vor, der Fünfer kommt dann in Real Life geflogen in Münzen. Du Volldepp. Du Zipfe, Adam. Merci dir, Batman. Maxi, ich kenne aber gute Elektriker. Ja, kenne ich auch. Das kriegen wir schon hin. Also an dem scheitert es nicht. Leute sind wir genug. Und dann mit Sicherheit finde ich auch unter euch ein paar Leute, die mir dann wirklich ernsthaft helfen wollen. Die kriegen da ja auch was dann. Ja, das ist für das lasst man den Platz ja auch was kosten. Das kostet alles ein Geld. Ich möchte da nicht mit einem Gewinn rausgehen, aber ich möchte es halt auch nicht einfach draufzahlen, weil, warum? Warum? Elena Bergen schreibt, darf ich der Sunny sein? Ich weiß nicht, bist du Sunny? Wie ist denn das mit dem Sunny? Ich meine, wir kennen ja Sunnys da herin. Kann ich einfach zu einem Rettungs-Sunny sagen, hey, kommst du am Wochenende? Und dann? Der Bürger stellt sich auf die Bühne und wird so zusammengeschmissen mit Münzen, dass der Sunny gleich Sinn macht. Ja, musst halt buchen. Was kostet der Sunny? Was kostet das, Sunny, von durchgehend Freitag bis Sonntag? Wir brauchen das, seid zwar nicht besen, wir brauchen doch keinen scheiß Sunny-Leid. Der direkt vor Ort ist. Jetzt darf man aber aufhören. Ich meine, natürlich, wenn was passiert, ist sofort was da, aber wir brauchen nicht durchgängig einen Sunny, Alter. Brauchen wir nicht. Meine Frau sagt, Sunnys müssen von der Bereitschaft genehmigt werden. Okay. Hallo, doch, ich bin alt, den Stress pack ich nicht. Du brauchst keinen Sunny. Du brauchst ja bloß einen anständigen Schlafplatz. Da muss man sich in Landau dann schauen, was wir an Hotelplätzen haben und so. Wir haben ja schon einen Gasthof zur Gast. Ja, nice. Einen Gasthof zur Post. Und das Hotel, da wo der geheißen, ganz in der oberen Stadt irgendwo, da hat schon was gegeben. Auf einmal mit 10.000 Leuten in Landau, wenn es nicht aufpasst. Ja, das fürchte ich auch. Ich verstecke mich dann einfach drin. Ich hab dann 150 Türsteher einfach. Wir haben schon größere Festel auch ohne Sunny gemacht. Sagst das? Ich mag einen Gickelwagen vor der Halle. Lasst sich auch organisieren, so einen haben wir. Da habe ich sogar direkten Kontakt dazu zum Gickelwagen. Der steht vor unserem Geschäft einfach. Jeden Mittwoch und Freitag. Den brauche ich bloß sagen. Alter, kommst du am Samstagmittag? Gibt's Gickel? Freitagmittag gibt's Gickel? Samstagmittag? Nochmal Gickel.
Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei den 150 Leuten einen Sunny dabei haben, der auch mitspielt. Ja, der darf halt dann umsonst kommen. Mit ein paar Kabeltrommel ist für den Strom ausgesorgt. Aber ich weiß nicht, ob da ein paar Kabeltrommeln gehen. Wir brauchen 150 Steckdosen für 150 PCs. Kickerl haut in 10 Kilogramm ein, das war geil. So, und stimmt, Dönerbude, gut, Döner gibt's sowieso. Die Stadthalle ist bei uns so zentral, da ist rundrum 1000 Restaurants, 5 Dönerbuden und Fußweg 3 Minuten. Also da braucht sich keiner oben, dass es ums Essen feit. Die Schlafplätze machen wir eher Sorgen, weil da mit Sicherheit nicht einmal die Hälfte in der Halle drin, wer möchte denn das? Schlafen möchte. Unterm Tisch im Schlafsack. Ja, das habe ich auch schon gemacht, oft genug sogar. Aber ja. Wie schaut es denn mit einer PS-Ecken aus? Das ist eine gute Frage. Couch, Fernseh, Playstation. Ja, 1000 Ideen, Alter. Du brauchst 300 Steckdosen. Man hat ja auch noch Monitore etc. Das ist generell richtig. Aber eine kleine Voraussetzung für jeden, der kommt mit seinem PC ist, dass er seine eigene Steckdosenleiste mitnimmt. Er kriegt eine Steckdose zur Verfügung, da wo sein PC und sein ein Monitor reinkommt. Es ist auch nur ein Monitor erlaubt. Ein Rechner plus Monitor, maximal ein Monitor, Maus und Tastatur oder eben dein Laptop. Zetteln kannst du nicht. Wobei, davor war ein Riesenpack, aber da schaut es dann aus wie Sau. Nein, das der wir nicht. Nein, das der wir nicht. In der Dreifahnhalle pennen ja wir haben zu viel Dönerbuden. In der Dreifachturnhalle schlafen. Die ist zu weit weg. Im Auto kann man schlafen. Ja, es könnt schlafen, wo es meckt, dann schlafen wir im Auto in der Tiefgarage. Geht auch. Also natürlich ist es einem jedem frei, um Gottes Willen. Ihr könnt in der Halle schlafen, im Schlafsack, ihr könnt in einem Auto schlafen, ihr könnt euch ein Hotel nehmen für 2 Tage. Was wahrscheinlich bei uns Nacht 25 € kostet. Also sogar ein Frühstück dabei. 450 Steckdosen, 150 PCs, 150 Monitore, 150 Ventilatoren. Das ist echt eine gute Idee, Leute. Das ist echt eine gute Idee, die ist richtig realistisch und das war richtig geil. Das war zwar ein richtiger Stress, aber das wenn wir sauber vorbereiten, da haben wir das gleich erledigt, Alter. Das ist nicht so stressig, das kriegen wir schon. Konstantin, merci wieder im 5 Euro, wie wir sagen. Bussi auf Sussi. Wünsche dir einen geschmeidigen Urlaub und Gruß geht raus an alle Ringsburger. Grüß nach Ringsburg. Bussi aufs Nussi, Alter. Danke dir. Also 100 bis 150 Leute ist jetzt auch nicht so viel. Normale Hochzeit. Und Plattling, Dickendorf und Co. ist auch nicht so weit weg. Ja, es ist ja gar nicht so das Problem der Masse an Leid. Ja, irgendwie schon. Vor allem die Schlafplätze. Aber das kriegen wir schon. Das geht schon. Und das da drin halt aufbauen und abbauen. Das wird das größte Problem. Da brauche ich halt 20 Leute oder so. Da brauche ich 20 Leute, die mir da am Donnerstag einfach helfen. Und vielleicht schon einen Tag früher kommen. Keine Ahnung, wem langweilig ist. Die finde ich schon. Das geht dann schon. Ja, also Tisch aufstellen, Stühle aufstellen, Kabel ziehen, Steckdosen zur Verfügung stellen, das war's. Oh, und Netzwerk. Ja, und das Netzwerk. Ja. Und dicht und ergreifend macht Live-Musik. Ja, genau. Was alles brauchst, muss dir der Vermieter bzw. Ordnungsamt dir das genehmigen sagen. Ja, ist auch klar. Das ist egal, dass man das alles ummelden muss und so weiter und so fort. Ich glaube, dass eher die Stromversorgung an sich ein Problem ist. Bei 1 Kilowatt Leistung pro Rechner macht es 150 Kilowatt. Ja, also 1 Kilowatt pro Rechner ist vielleicht schon viel. Schreibt's einmal von den Leuten, die es wissen. Mit dem Rechner, mit dem ihr kämmt dazu oder mit dem Laptop. Wie viel Watt Netzteil hast du drin? Eine damit. Und dann kommt auch noch dazu, dass das nicht immer auf Volllast läuft, durchgehend. Wie viel Watt haben eine Netzteile? Ab 650, 57, 700, 650, 650, 1100, was ist jetzt das höchste? 700, 650, 850, 700, 500 ist echt wenig. 850, 57, 600, 650, 750, 750. Schau hier, das ist nicht ansatzweise bei 1000 Watt. Was verbraucht denn ein Monitor an Watt? Weiß ich nicht. Sorry, aber ich weiß es nicht. Seitching! Kaum ist mir einmal im Fußballtraining wird im Stream eine Landparty ausgemacht. Kann passieren, Herr Seitching! Ja, man hat noch einen Bildschirm zum Netzteil, das ist richtig. 600 Watt beim manuellen Spulen braucht er ca. 400. Super.
Ja, das muss man sich dann, das müssen wir ausrechnen. Das schafft man jetzt auf die Schnelle ja nicht, das müssen wir in Ruhe Schritt für Schritt ausrechnen, wie viel Strom wird das Ding fressen, wie schaut Strom... Also ganz ehrlich, wenn da Bands drin spielen, dann ist der Strom schon da, das geht schon. Die müssen groß genug Sicherungsanlagen haben, das gibt's nicht, dass das nicht hinhaut. Das glaube ich nicht. Und keine Ahnung. Aber das war ein richtig geiles Event, das eine Erinnerung produzieren hat, wo ich mich daran erinnert, was ihr euch daran erinnert, was Besonderes ist, was es schon lange nicht mehr gibt, was aber auch voll aus meiner Generation kommt, nämlich eine fucking LAN-Party. Das war richtig stark. Leute, chillt's mit den Donations. Bavarian Power, nicht so kompliziert, Dinger, Kameraden. Wie sie pachten zum Zelten und mit dem Shuttlebus zur Halle fahren. Zur Halle dann. Ja, auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Herr Dengler, fährst jetzt in Urlaub mit der Alten oder nicht? Herr Dengler, nein. Weil da, wo wir hinwollen, alles Hochrisikogebiet ist und Zeug und Klump und wir sind ja nicht geimpft. Und abgesehen davon, scheißegal, ob du geimpft bist oder nicht, das Risiko ist mir zu groß, dass es auf einmal ein Todesrisikogebiet wird und ich nie wieder heimkomme. Und davor How to Festival anschauen. Oh, lecker Karaoke-Anlage. Ja, da kann man so viel geilen Scheiß machen. Wir brauchen auf alle Fälle. Also jetzt pass auf, so stellen wir das vor. Ich meine, ich kenne bei uns in Landau die Stadthalle, kenne ich bedingt zumindest. Es ist wie eine riesengroße Turnhalle und die ist rechteckig, also die ist länger wie breit. Und am Kopfteil ist eine Bühne, ja, mit so einem halben Meter Erhöhung. Da kommt nochmal das Ganze, da haben Organisatoren drauf, ja. Und die Rechner, der Streaming-Rechner und der ganze Scheiß. Und ich und wahrscheinlich auch Freunde von mir, die mitmachen wollen, mit Sicherheit. Und fertig. Unten machen wir dann, ja, ganz lange Reihen mit Tischen einfach, wo man halt dahinter und durchgekommen, wo man gegenüber sitzt. Maximal ein Monitor, ein Rechner, dazwischen gehen ein Stromkabel durch, passt. So, und dann brauchen wir ein Eck, am besten mit einer Couch und einem Fernseher, wo so der Gaudi und Chill-Out-Bereich ist irgendwie. Dann haben draußen vor der Stadthalle, da haben Bänke, da ist ein Park, da kann man sich halt aufhalten. Ein bisschen. Das ist gut. Das wird gut. Beste Idee, die wir jetzt gehabt haben. Batman, du, wenn's nicht zur Landparty kommst, kriegst du einen Arsch gehauen. So. Ganz wichtig, sag beim Metzger Bescheid, dass am Wochenende der Leberkastbedarf mal 12 ist. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen leiser und weil ich nachdenke, das ist gar keine schlechte Idee. Und es ist viel realistischer, wie sich das auf einmal anhört. Aber halt dieses Jahr nicht. Scheiß Corona-Dreck, ohne Schmarrn. Scheiß drecksverfickter Corona-Dreck. Und ich hätte gemeint, der interessiert mich nicht mehr. Grütze fix! Muss ich raus. Damit hoffe ich umso mehr, dass unsere Gaming-Community noch weiter wachsen kann, damit wir auch nächstes Jahr im Winter, Herbst, Winter oder Sommer vielleicht auch, ist ja scheißegal, da ist wenigstens warm draußen, allein machen können. Das war richtig zuckersüß. Ist es dann einmalig? Jetzt ist noch nicht einmal einmal passiert. Chill einmal. Schauen wir mal, ob wir draußen das Bürgerfestival machen. Bürgerland! Wir brauchen noch einen guten Namen. Ich weiß es auch nicht. Alter, geh einmal 5 Jahre in der Zeit zurück und sag, bald gibt's eine bayerische Gaming-Community. Ja. Hey Bürger, was sagst du dazu, dass das Gäuboden-Volksfest abgesagt ist? Mir ist wurscht, weil ich nicht mehr hingehe. Hinschebau! Hey, ich bin mal wieder da. Falls bei der LAN-Party Bedarf für Shisha ist, könnte ich mich darum kümmern. Na, mir raucht man nicht in der Stadthalle. Colin! Merci für den Euro-Händchen, Sepp. Colin! Gaudi-Bereich mit Nintendo 64, Mario Kart und Super Smash Brothers. Du bist mein Mann.
Wird da eine Altersbegrenzung sein? Nach oben natürlich nicht, aber das Ganze wird selbstverständlich ab 18, weil mich nicht darum kümmert, auf irgendwelche Jugendlichen aufzupassen. So leid's mir tut. Der größte Depp ist dann der Landau. Das war wirklich geil. Einmal im Jahr Bürgerland. Ja, war geil. Brauchen wir nicht schmerzen, war wirklich geil. Polizei ist auch gleich ums Eck, das ist richtig. Horror Oktober wieder, ja oder nein? Nicht so wie letztes Jahr, weil nicht so viele Horrorspiele rauskommen. Aber ein bisschen Horror Oktober, ja. Bürgerland, ganz nach dem Motto, zocken, saufen, fressen. Nein, es wird nicht gesoffen. Wer sauft, fliegt gnadenlos aus. Gnadenlos. Ich hab keinen Bock, dass ich mit irgendwelchen halbsufferen Idioten da umeinander gucken muss. Nein. Nein. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Wir treffen uns da zum Zocken und Gaudi haben, da wird nicht gesoffen. Na, aber jetzt kommst du auch nicht daher. Fixletten, Alter. Fixle, aber mit wem rede ich denn? Weißt du selber, was es ist? Dann muss ich mir jetzt einen PC kaufen. Nur, dass sich das lohnt, dass ich 555 Latex PS halt's mal und nimm's okay. Dann rauche ich halt dabei, ist das in Ordnung? Der Feind, Alter, Bussi aufs Nussi, Dankeschön dir. Was ist denn eigentlich? Jetzt fängt das jetzt wieder an. Chris! Kruzifix! Aufhören mit den fetten Beträgen! Generell aufhören mit den Donations! Es ist genug für heute! Dankeschön! Aber lecker Kaffeemaschinen braucht man. Ja, lauter Sachen! Keine Ahnung, brauchen wir so viel! Saufst, stirbst, saufst nicht, stirbst da, also saufst. Ich möchte einen Super Nintendo, ich möchte ein Nintendo Entertainment System, ich möchte einen N64. Da kann ja jeder eine Konsole mitnehmen, die kriegen wir schon zusammen, ist ja scheißegal. Ganz ehrlich, sowas muss doch alkoholfrei auch mal gehen. Ganz ehrlich, wer denkt denn auf einer LAN-Party an Saufen? Wie behindert ist das denn? Ich verstehe die Frage nicht. Also ernsthaft jetzt, da brauchen wir nicht über Saufen schmatzen jetzt. Ja, Radler, natürlich kannst du Radler saufen. Mir geht es darum, dass sie da halt bestimmte Gruppen zusammen, die es jetzt für super lustig erachten, dass man sie da jetzt zusauft. Fliegen aus, zusammen in einem Klump und kommen dann nicht mehr rein. Ganz einfach. Also ganz fucking einfach. Patrick! Was? Kein Alk? Mod Padre ist raus. Ja, Padre, du bist sowieso raus. Türsteher Padre. Ich weiß nicht, wen möchtest du auswerfen? Ich mache mir eher Sorgen um eine Koffeinvergiftung. Ja, das stimmt. jeder darf maximal nur ein Paletten Red Bull oder Monster mitbringen. Das ist eine gute Idee, Leute. Das ist eine sehr gute Idee. Genauso wie die Radeltour. Und beides ist realistischer, wie sie sich manche jetzt einbilden. Ja, ich mag es natürlich nicht 1000%ig versprechen, weil wer weiß, auf was wir dann irgendwann noch kämen. Die super Idee mit der Radeltour war auch zuerst Feuer und Flamme und dann an 1000 Sachen kommen, wo man denkt, fuck, wir sollen das machen. Fuck, wir sollen das machen. Fuck, nein, ich mag nicht bei irgendwelchen fremden Leuten schlafen. Ich glaube, das ist nicht gut. La. Machen wir Landparty neben Kirche. Da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass da der Strom abgestellt wird. Mit Alk pennst du doch sowieso nur ein. Ja, richtig. Außerdem kannst du nicht, was hast du, entweder saufen oder zocken. Beides geht nicht. Herr Kulze, richtig. Ich bin 1,97. Wen darf ich rausschmeißen? Wolfi, du machst einen Türsteher. Erst einmal ein paar Nächte drüber schlafen. Das sowieso. Das sowieso. Aber wir unterhalten uns da im Discord drüber und machen wir da einen Thread dazu. Ja, da wo wir alles reinschreiben, vielleicht auch wirklich ein offenes Google-Dokument, wo ich wirklich auch alles reinschreibe, da wo auch wirklich jeder reinschauen kann, was drinsteht, nicht jeder reintippen kann, da tippt bloß ich rein. Aber dass wir uns einfach das einmal zusammenschreiben, was wir alles brauchen und was das kostet und auf was wir aufpassen müssen. Das war super! Gibt's wieder einen eigenen Channel? Nein! Das Ganze kommt im Gaming-Schmerz im Discord und wenn es zu krass eskaliert, dann macht man einen eigenen Thread dazu. Das ist eine neue Funktion in Discord, wo du Themen abgrenzen kannst. Ist ganz nett. Padre, merci übrigens für deinen Euro, du Zipfel, Adam. Battlefield 1942! Wake Island! 24,7, Alter! Kommen wir mit 13 einen Türsteher machen? Man muss sich ja nicht absolut wegtun, aber ein kleiner Drink ist top. Saufen und zocken geht auch in Vegas. Es herrscht Alkoholverbot. Genau, also entweder ich kann nicht sagen, ein bisschen was oder gar nichts. Das geht nicht. Kickel den Vattel, merci für den Fünfer. Alter, schöner Urlaub. Und wenn wir Command & Conquer und Warcraft zocken, bin ich sofort am Start. Helft beim Aufbau und sponsor meinen Teufel Rockstar für Karaoke.
Also auf Warcraft kannst du mal Gift nehmen, weil das mag ich auch spielen, Warcraft 3. Und Command & Conquer, da weiß ich halt nicht welches. Generals und Alarmstufe Rot. Ist das ein Deal? Krieg halt den Vatel merci für deinen Fünfer. Wir fluten einfach die DayZ-Server, bis sie abkacken. Das kann man auch machen. Außer ein bisschen was wird ein Vollrausch bei einigen Leuten. Genau darum, nein. So ein Event darf auch 50 Euro Eintritt kosten, ist ein guter Filter. Ja. Also, keine Ahnung, was hat man auf LAN-Partys früher gezahlt? Da hast du auch einen 50er gezahlt, leicht. Oder einen 100er. Plus, was du sonst halt noch brauchst mit. Das ist wie ein kleines Festival, das ganze Wochenende. Also, dass man da mit 10 Euro teilnimmt, das können wir uns mal alle aus dem Kopf schlagen. Mal sowieso. Ich nehme 3 Dosen Level Up, mit noch brauche ich bloß noch einen Wasserhahn. den gibt's in der Toilette unten. Eine Putzkolonne werden wir brauchen, ja, die danach sauber macht und aufräumt. Das muss gezahlt werden, das muss ich. Meinst du, dass ich in der Stadthalle putze? Bin ich lebensmüde. Nein, 100er kostet es nicht. Ja, da brauchen wir nicht schwer. Aber wie der Sprengischer schreibt, der 50er ist schon durchaus realistisch. Ja? 50er plus was du halt noch brauchst. Ist, aber das ist wert, glaube ich. 3 Dosen Level Up, da fängt das lang fürs ganze Jahr. Ja, hast du eine Ahnung, Herbert? Lili, Chef, ich wünsche dir eine geile Sommerpause. Lili, sag ich merci. Patrick, gut normalen Türsteher und jeden illegalen Anzahl einfach aus. Und ich bin breiter als jeder Türsteher. Brüdi. Du bist dann der Einzige mit Sauferlaubnis. Passt, wer nimmt der PS2 mit Singstar mit? Merci, Padre. Stefan, einen fetten Smoker für 150 Leute brauchst, fürs Pullpark am Sonntag. Ich mach einen Grillmeister. Ja, wo soll ich denn den Smoker für 150 Leute herkriegen? Du Vollgas-Narischer. Ja, das war schon ganz witzig. Vielleicht kann man da einmal Sponsoren anfragen. Was weiß ich wen, aber das müssen wir uns halt alles im Detail überlegen. Das kann man schon richtig geil aufziehen. Das war recht witzig. Birger, dürfen Franken überhaupt kommen? Einmal eine Keulumzwiebel. Merci dir. Stopp, der Maxi kriegt gleich merci. Und da haben wir eine Keulumzwiebel mit überhaupt Franken kommen. Natürlich. Oder hat der Buttergolem uns das versaut? Also der Buttergolem darf nicht kommen. Aber die Franken sind natürlich herzlich willkommen. Jugend ist back mit LAN-Party! Sagt es doch, wer es ist ja. Jeder hat doch Bock auf eine LAN-Party, auf eine geschmeidige. Den ganzen Tag da sitzen, zocken, mit den Leuten umeinander gurken und so. Nur Gleichgesinnte auf einem Haufen. Absolut geil. Absolut geil! Was machst du, wenn einer auf die Idee kommt und mit einem Mod-Menü... Was? Mit einem Mod-Menü daherkommt? Alex, Max, ich weiß gar nicht, was du mit dem Mod-Menü meinst. Schreib das bitte in einen normalen Chat ein. Ich hoffe, dass ich versuch's, ich streng mich zum Lesen. Merci für den Fünfer. Hör jetzt auf zum Donaten, fix Mari. Schutzerliebe! Schnupfer ist aber nicht verboten. Nein, Schnupfer ist nicht verboten. Zumindest nur ein Schmeizler. Der ist nicht verboten. Was meinst du mit einem Mod-Menü? Das darf mich jetzt interessieren. Wie mit einem Mod-Menü daherkommt. Was ist das? No Sponsoren bei 50er Eintritt kostet das Ganze mehr als 7.000. Ich habe noch nicht einmal ausgerechnet, was ist denn jetzt? Pass auf, 150 Euro mal ein 50er. Ja, es sind 7.500 Euro. Da hast du recht, das ist ziemlich viel. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Du musst wahrscheinlich eine Steuer drauf zahlen. Das ist schon mal das Erste. Kannst du schon mal gleich mit 20% abziehen davon. Dann, so wie ich das gespannt habe, was, die Stadthalle am Tag 300 oder das Wochenende 300? Dann kostet es am Tag 300 wahrscheinlich. Und am Tag kostet wahrscheinlich der 100er Strom pauschal. Dann haben wir schon einmal bei 400, 800, 1200 Euro Stadthalle, 3 Tage lang, 100 bis 125. Was, 100, Mr. Mesh? So viele Plätze bringst du in die Halle nicht rein, sind knapp 320 Quadratmeter, 100 bis 125. Okay, also sind wir schon mit weit weniger Leute. So, rechnen wir mal mit 120 Leuten. 120 mal, ist, wie gesagt, der 50er ist nicht fest. Ja, ich weiß doch das jetzt auch nicht, was das alles kostet. Haben wir bei 6.000 Euro. Und so ein Event kostet mit einem Veranstalter, der das alles herrichtet und der Putzkolonne und die das Klo sauber machen und so weiter und so fort. Da sind wir gleich bei ein paar tausend Euro.
Und wenn es 150 Euro sind, ist doch drauf geschissen, jeder hat 4.000 Euro Equipment, Zeugs und kein Pulver für sowas. Er legt mir doch dann am Zückerli. Nein, das geht's nicht, weil sonst legen mir nämlich die Leute wieder aus, dass ich mir das Geld einschiebe. Essen, Getränke, Miete, Putzdienst, Versicherung. Gut, Essen und Getränke interessiert mich nicht. Da könnt ihr mit den Gickelstand und mit den Restaurants rundherum ausmachen. Ihr könnt euch da herstellen, was ihr umsonst und was ihr verdient, könnt ihr euch behalten. Das ist ja mir wurscht. Hauptsache wir haben was zum Essen. Aber naja, für Mieten, Strom, Internet, Fleisch und das alles außenrum läppert sich alles zusammen, da würde es schon knapp mit dem 50er. Das werden wir sehen. Aber wir müssen ja nicht fürs Essen zahlen. Ihr müsst ja nicht, ihr kriegt beim Eintritt für den Platz da dort, ihr kriegt einen Strom und ihr kriegt einen Platz für den PC. That's it. Das Essen müsst ihr euch selber kaufen, das ist nicht im Ticket drin. Das kann man von dem Ticket dann abziehen. Das zahle ja ich nicht. Was habe ich mit dem Essen zu tun? Gar nichts. Migi! Der Birger, ich schaff's seit leider nur kurz zum Reinschauen, um Geld rauszuschmeißen und einen schönen Urlaub wünschen. Und merci, jetzt hat mich die Rimworld-Sucht gepackt. Herr Michi, mich heute Nachmittag auch wieder. Und wenn der Stream go ist, werde ich sofort wieder weiterspenden. Das sagt er eh. Wenn jeder 65 Euro zahlt, dann haben wir bei 10.000 Euro. Ich habe keine Vorstellung, ich habe gerade Versicherung gelesen. Ich weiß nicht, was für Versicherungen das wir brauchen. Lauter so Sachen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich muss einfach mal mit dem Veranstalter bei uns in Landau schmatzen, der so Konzerte veranstaltet, ob er sowas auch machen darf. Was er kosten darf, wenn er sich um alles kümmert. Vielleicht sogar. Aufbau, Abbau, sauber machen, Versicherungen, alles drum und dran. Das ganze Personal, das da sein muss, also Security und was weiß ich, Versicherungen, damit ich da einfach fein raus bin. Dann frage ich da einmal, wenn man der einen Betrag nennt, dann schaue ich, wie viele Leute da reingehen, teile das durch die Leute, plus 10% vielleicht und dann los geht's. Das war das Allereinfachste, dass dieser Veranstalter macht und nicht ich allein. Wie soll ich denn das machen? Birger, die Infos kriegst du alle bei der Stadt. Dachte ich mir schon, fragt ich meine, ich kenne den Bürgermeister, den frage ich einfach gnadenlos. Die handeln sowas immer, ist bei unserer Halle genauso. Denke ich mir schon. Für mehr Treffdiskussionen kommt es in Discord. Ausrufezeichen Discord. Geht der Nightbot überhaupt noch, Herr Patrick? Wir müssen da wissen, wem seine Versicherung zahlt, wenn doch was ist. So ein Einsatz kostet man ja was. Ja, weißt du eh, was es ist. Und die sind die einzigen Sachen, die dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen können, wenn halt da irgendwo so ein krasses, ihn übernimmt nicht die Verantwortung für über 100 Leute. Das kannst du mal sauber vergessen. Ein ganzes Wochenende lang. Darum muss halt das passen einfach. Mehr gibt es nicht zum Sagen dazu. Ansonsten ist es eine super Idee, das kriegen wir hier nicht. Ja, da braucht ja bloß irgendwas passieren. Was ist dann? Dann bin ich schuld. Ja, super. Dann hat sich gleich alles erledigt. Dann erübrigt sich die Frage 50 Euro oder 150 Euro Ticketpreis. Keine Ahnung. So, Themawechsel. 9 Minuten bis zum Urlaub, Kinder. Köstliches Ambrosia. Ich hasse Vodafone. Ja. Merci für deinen Fünfer. Dere, bin gerade heimgekommen vom ersten Schülerclub Freising Stammtisch. Gefreut mich, dass ich dich nur vor dem Urlaub erwischt habe. Was höre ich da mit LAN-Party? Ich fange jetzt da nicht nochmal an, komplett von vorn zu mir erklären, aber es steht im Raum, eventuell eine LAN-Party zu feiern. Mad Max, Wochenendtickets oder Tageskarten? Nur Wochenendtickets. Also wenn das jetzt eine ernste Frage ist. Nur Wochenendtickets, weil ich fange nicht an, dass am einen Tag der da ist und am anderen der. Entweder Freitagmittag bis Sonntagmittag oder gar nicht. Mr. MRC, nennen wir es Franziska-Hack. Bürger-Hack, da ich eigentlich schon lustig finden. Bürger-Hack, da ich lustig finden. Und stelle vor Dream-Hack. Hashtag Trifidi. Merci für deine 350, Mr. MRC. Du einen Final Countdown rein. Ich hab keinen Countdown auf die Schnelle da. Komm mal ein Countdown? Warte mal, komm mal ein Countdown mal. Web-Countdown. Datum 4. August. Uhrzeit Nummer 22 Uhr. Design wählen. Sofort starten. Da ist er. Achtung. Moment, wir müssen noch nicht wegmachen. Achtung. Wo bin ich? Ich bin nicht mehr da! Ich bin schon da. Da bin ich. Ich tue mich einfach da mitten hier. Dann haben wir noch Alerts irgendwo.
Dann haben wir noch irgendwo Logos und dann passt es. So! Freunde der Sonne! Der Little Beast schreibt, ich bin selber Orga unserer Land und es ist wirklich kein Hexenwert. Regeln müssen befolgt werden, sonst werden sie heimgeschickt. Ja, das hätte ich auch gesagt. Also wer sich nicht an die Regeln hält, ist halt raus. Ist eh klar. Ist eh klar. Was haben wir da? Der Jodelmax wünscht einen schönen Urlaub. Maxi, merci wieder im Fünfer. Den wünsche ich dir auch. Den du hoffentlich hast. Danke dir. Sehr witzig, dann 476 Anmeldungen auf 120 Platz zusammenhauen. Nein. Das ist mit Platzreservierung, da gibt's Internetseiten, da gibt es auch Software dazu, wo du die Plätze dann einteilen kannst, wo sich jeder seinen Platz aussuchen kann und so weiter. Kriegen wir schon hin. Nenn's Phase 1, dann kannst du es immer weiterführen, stimmt. Bürgerhack Phase 1. Wollt ihr den totalen Zock? Oder wollt ihr den totalen Flashback, Alter? Man kann schon mal vorbuchen. Good Vibes. Wird W-Karten geben? Wird W-Karten nehmen? Da weiß ich jetzt nicht, was man. Wolf Dragons kann ich lesen. Phase 2, Phase 3, Profit. Zocken macht! Na, das lassen wir. Ja, das lassen wir lieber. Spreng ich, aus, böse! Ausverkauft in 5,21 Sekunden. Ja, ganz einfach wird es wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich echt ärgerlich, wer da Karten erwischt werden. Ich mag ja da niemanden bevorzugen. Es gibt ein paar Leute, meine Moderatoren zum Beispiel. Ja, wer da kommen will und wer einen Platz will, bitte. Ist egal, kann ich nicht bringen. Und Freunde von mir natürlich auch. Aber ansonsten gibt es hier keinerlei Bevorzugung. Ob da jetzt jemand Mitglied ist oder 8 Millionen Euro spendet oder sonst irgendwas. Wer zuerst kommt, sitzt zuerst. Oder Plätze werden verlost, sehe ich schon. Nein, das ist eigentlich das allergrößte Problem. Wer kriegt was für einen Platz? Ohne dass die Internetseiten abkackt. Nein, ich weiß es auch nicht. Und wieder Verkaufsverbot für die Tickets. Das ist ja sowieso klar. Wer mein eigenes Landticket für Diana weiterverkauft, der schlug ich höchstpersönlich. Verkaufe Bürger Landticket auf eBay für 499 Euro. Ja, ich glaube. Ich sehe schon, die Scalper kommen. Ja, die Scalper, die haben sich ausgescalpt, oder? Freunde der Sonne, 4 Minuten, 2 Sekunden, dann ist Urlaub. Nice. Ja, jetzt ein Themawechsel. Kriegen wir schon. Das kriegen wir, jetzt unterhalten wir uns schon nochmal, was das alles für Probleme mit sich bringt und so weiter. Jemand schreibt ja schon, es ist kein so ein Hexenwerk nicht, das kriegen wir schon hier, oder? Als ob du nicht überziehen darfst. Herbert, 5 Minuten, 3 Minuten 30 vor Urlaub überzieht hier niemand. Ich komm safe nicht rein, ja, wenn ich es probiere. Das ist die falsche Einstellung, der Niederbayer-Mortel. Ich hab den Song Final Countdown gemeint. Ach so. Irgendwann, so. Scheiße, dann will ich wegstrikt. Mikey! Es war mir ein Fest mit Ihnen. Bis in September, dann auf ein Bürgerhack in der Place Area. September 2021 haben wir gesagt, gell, haha. Dank Corona wird es leider Gottes nicht hier. Mike, was die 420 sollen, das weiß ich nicht. Bussi aufs Nussi, danke dir. Hardcore! Es war mir ein... Also, ich hab den falschen Text vorgelesen. Hardcore! Merci für den Euro. Ihr zusammen, Mike. Auf einen schönen Urlaub, macht ein paar schöne Tage. Mikey, werde ich tun. Ich meine, ich werde sowieso immer wieder mal im Discord sein, ja? Scheißdrecks Hurensohn wieder, was soll ich da? Was soll ich da? Ich kann eh nichts machen. Mr. MK zu Ian. Wir vom Röner Ü3, Ian, Jonas und Flo wünschen Ihnen einen sehr schönen Urlaub. Den wünsche ich ja, vielen herzlichen Dank. Fühlt sich gerade um wie ein Silvester. Ich finde, kennst du das so, wenn der Urlaub kickt. Aber es dauert mindestens 1,5 Wochen, bis ich dann im Urlaub bin. Ja, bis ich komplett um mich alles ausblendet habe. Nix Arbeit, nix Stream, nix über Videos nachdenken. Was der wir die nächsten Wochen, was der wir dann, bla. Einfach mal nix. Komplett das Hirn ausschalten. Ich freue mich. Vorfreude auf den Urlaub ist besser als der Urlaub selber, das stimmt. Und ich sehe mich jetzt schon sehr enttäuscht und saulästig. Zingebe, hör auf jetzt! Und zum Abschied sage ich leise Scheiße. Zingebe. Merci dir, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Seriously. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Danke. Wenigstens war dieses Jahr keiner dabei, der... Ja, die Hardcore-Menschen wissen schon, was ich meine und sagen möchte. Wenigstens das. Wo ist das Jahr gekommen? Ja, das fragt mich. Das fragt mich in 4 Wochen, sehe ich mich schon lästig. Also ich bin wieder da, Video machen, 2 Tage. Das kommt am Sonntag, es kommt am 5. September. Damit sein YouTube-Algorithmus wieder ein bisschen triggert und damit leider nicht vergessen haben, so, hey, das stimmt, da war der Bürger.
Und weißt du selber, was es ist. Schuh gib's her! So, jetzt haben wir Björkbert. Schönen Urlaub. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Nur habe ich nicht Urlaub. Habe ich eine Minute und 25 Sekunden. Freue ich mich. So. Zeige ich mich schon wieder lästig vor der Kamera stehen und denke so, oh, lecker, wo hatten die 4 Wochen eigentlich hingekommen? Grüezi, fix, oder? Verstehe ich nicht. So. Leute. Ich bedanke mich für eine schöne Season 3 des Gaming-Stream-Daseins. Ich meine, das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Wir haben immer noch bis Silvester oder zumindest bis Weihnachten. Maxi, noch einen schönen Urlaub. Zum 28. Mal jetzt. Merci dir. Und dann darf ich sagen, sehen wir uns am 6. September wieder. In alter Frische. Da kommen wir am Montag gleich mal mit einem Gast. Ja? Und am Mittwoch hauen wir vielleicht gleich mal einen Cooking Simulator VR raus. Vielleicht. Und überhaupt und sowieso. So, Birger, jetzt schmerzen noch 25 Minuten, damit du die endlich abhauen kannst. Herr Gottlieb! Küssle, Nüssle! Röner, Hüher, Dreier! Flo! Bussi! Und an den Ian und an den Jonas. Nochmal Bussi. So. Freunde der Sonne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zauberhaft. Jetzt einen neuen erstellen. Nö. Freunde der Sonne, es ist soweit, endlich fucking Urlaub. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für das unfassbar brutale Jahr, das noch brutaler war wie 2020. Oder Season 2 besser gesagt. Wo ich nicht sehen habe können, dass das noch brutaler werden kann. Ich hoffe, ihr vergesst es mir nicht bis zum 6. September. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Ich weiß nicht warum, aber gut, irgendwo war es auch klar, dass das heute wieder eskalieren wird. Irgendwie, ausnahmsweise, das ist so der heilige Tag, ist der einzige, wo ich selber check, okay, das kann sein, dass heute wieder eskaliert. Und was passiert? Es eskaliert. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an die neuen Mitglieder, da waren glaube ich auch 2 oder 3 dabei. Und herzlichen Dank an meine alten und sehr loyalen Mitglieder. Ich hoffe, ihr seid im September noch da. Wenn ich wieder da bin, wir sehen uns fast nicht gesagt in 4 Wochen. Es kommt noch einmal, ich bin wieder da Video. Am 5. September, am Sonntag. In der Zwischenzeit werden wir uns dann ab und zu sicherlich einmal im Discord sehen. Und dann bedanke ich mich für eine super tolle Saison. Vielen herzlichen Dank. Bussi aufs Nussi, Fussi ins Facey. Und mit Fußfetisch jetzt so. Und dann der Song. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, ich darf noch einmal in Season 4. Freunde der Sonne, schleichen Sie sich ins Bett. Ich wünsche Ihnen schöne Sommerferien und einen schönen Urlaub. Und ich wünsche mir jetzt einfach selber einen schönen Urlaub. Und jetzt seid verpisst euch endlich! Hobby! Oh, einmal noch die Babytritte. Und noch einmal noch die Babytritte. Scheiß geistig Behinderungen. Habe Tiere! Urlaub!